AM International. So dass ihr auch den höchstmöglichen Nutzen habt und dass wir dann gemeinsam vielleicht über dieses Manager-Training wieder die Dinge besser hinbekommen, die jeder für sich selber in Anspruch nimmt. Wenn ihr einverstanden seid, dann würde ich zuerst mal die Grundlage nochmal von Manager und Bedeutung beziehungsweise aus unserer Sicht, wie einfach und unkompliziert unser Geschäft ist, euch erklären und dann steigen wir mal ein und schauen mal, welche Themen dann auch für euch wichtig sind, sodass der ein oder andere vielleicht damit, wie ich es gerade angedeutet habe, den Vorteil hat, einfacher und erfolgreicher sein Geschäft aufzubauen. Wenn man jetzt nochmal über Manager spricht und überlegt, was bedeutet es eigentlich, Manager zu sein, wisst ihr ja auch, und ihr habt es auch sicherlich oft schon verfolgt, es fängt immer mit einer Entscheidung an. Und viele Menschen treffen ja tagtäglich eine Entscheidung und mit dieser Entscheidung beginnt irgendetwas. Manchmal das Richtige, manchmal das Falsche, aber Entscheidungen können wir alle immer treffen. Und wenn wir jetzt heute hergehen und sagen, wir treffen eine Entscheidung für uns, für einen Plan B, ein zweites Einkommen aufzubauen, ein zweites Standbein zu kreieren, vielleicht aber auch im Endeffekt etwas, was einem selber wichtig ist, von den Antriebsmotiven für sich in Anspruch zu nehmen, dann glaube ich einfach, dass über so eine Entscheidung meistens ganz viel passiert, wenn man auch dran bleibt. Und wenn man heute über das Manager-Training spricht und wenn man sagt, okay, was sind denn so die Punkte, was uns im Leben bewegt, dann versuchen wir das heute mal aus einem anderen Blickwinkel uns anzuschauen, denn es gibt ja ganz, ganz viele Menschen da draußen, die haben vielleicht die gleiche Meinung oder vielleicht das gleiche Interesse oder vielleicht aber auch unterschiedlich. Und wenn ihr als Manager heute, und davon gehe ich aus, beim Geschäft mit Menschen sprecht, dann ist eine Erfahrung aus meiner langen Zeit, wer fragt, der führt. Das heißt, wenn ihr heute im Endeffekt für euch selber nochmal vielleicht als ersten Punkt aufschreibt und sagt, wenn ich mir die Möglichkeit habe, mit Menschen in Kontakt zu kommen, dann bekomme ich über die Fragetechnik ganz viele Informationen und über diese Informationen kann ich dann vielleicht auch dieser Person etwas anbieten, was für ihn sinnvoll und nutzvoll ist. Und wenn ihr also mal euch selber fragt, und da gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Ansätze, was war denn euer Antrieb? Warum hat der eine von euch hier, der heute Abend auf diesem Zoom-Call ist, die Entscheidung getroffen und gesagt, ich möchte mit PM mir ein zweites Standbein aufbauen? Da wird sicherlich der eine oder andere dabei gewesen sein und sagt, ich habe zuerst mal die Produkte ausprobiert, das ist auch legitim, habe festgestellt, die tun mir gut, habe damit Resultate und habe einfach festgestellt, das müssen andere Leute erfahren. Das ist so für die meisten so ein Start, dass man sagt, ich gebe mir zuerst mal die Chance und prüfe mal selber für mich, was können die Produkte. Resultate überzeugen und Nutzen ist, glaube ich, der Punkt, der für viele Menschen ganz wichtiger ist, denn ansonsten, wenn was sinnlos ist, lässt man relativ schnell die Finger davon. Und das wäre so der Punkt an euch, wo ich zuerst mal auch vielleicht die Hilfestellung geben möchte. Wisst ihr, Menschen treffen Entscheidungen über Vertrauen, über Nutzen. Das sind die zwei Punkte, die ich erkannt habe. Wenn Nutzen bei einer Sache dabei ist und dann noch Vertrauen dazu kommt, dann habt ihr meistens im Endeffekt für diese Person etwas, was ihn interessiert. Das heißt also, wenn wir Geschäft aufbauen, dann ist meistens wichtig, auch ein Interesse zu wecken. Das heißt, eine Neugier zu wecken, etwas Besonderes anzubieten, einen Nutzen anzubieten, eine Chance anzubieten, eine Möglichkeit anzubieten. Darüber sollte man aber auch sprechen. Das heißt, wenn ich heute mit jemandem mich zusammensetze und unterhalte über eine Möglichkeit, dann finde ich es meistens schneller raus über eine Fragetechnik. Und es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, die sie sagt, du, pass mal auf, wenn es die Möglichkeit gibt, ein zweites Standbein aufzubauen, was müsste denn für dich dabei sein, dass es dich interessiert? Allein diese Frage, was müsste denn für dich dabei sein, dass es dich interessiert, ist oftmals schon eine Hilfestellung, dass man einsteigen kann in ein Geschäft, in ein Gespräch, in eine Möglichkeit oder was auch immer sich daraus entwickelt. Der zweite Punkt ist, wenn er heute hergeht und sagt, okay, jetzt, wenn wir einen Smalltalk machen, wenn man sich über viele Dinge unterhält und man kriegt dann plötzlich mit, dass da was im Magen liegt oder dass da irgendetwas notwendig wäre oder dass da irgendwo ein Wunsch vorhanden ist. Und ich habe dann dafür die Lösung, ich habe dafür die Möglichkeit und mache das dann noch auf eine einfache und unkomplizierte Art.
und baue somit Vertrauen auf und gebe auch die Chance weiter und erzähle jetzt nicht irgendetwas von großen Zahlen, sondern mache Step by Step die ganze Geschichte, dann habt ihr meistens mehr davon, als wenn ihr hergeht und denkt, ihr müsst das Rad neu erfinden, ihr müsst eine ganz spezielle Präsentation machen. Meine Erfahrungen sind die, je einfacher ihr es macht, desto erfolgreicher seid ihr. Je einfacher ihr bleibt, desto erfolgreicher seid ihr deswegen, weil andere Leute euch schneller verstehen, schneller Vertrauen aufbauen, sich selber auch widerspiegeln und erkennen, das kann ich auch. Wenn es kompliziert wird, werden die meisten hergehen und sagen, das muss ich mir überlegen, vielleicht, ich weiß es jetzt noch nicht. Also so ein Punkt, wenn zu oft vielleicht kommt in eurem Bereich, dann bitte überprüft euch nochmal, ob ihr einfach seid. Und in der Kürze liegt die Würze. Auch da würde ich immer die Frage stellen, es gibt bei uns eine lange Version, es gibt bei uns eine kurze Version, welche wäre lieber? Dann habt ihr schon mal eine Reaktion. Wenn einer zu mir sagt, du gib mir die lange Information, dann sage ich, du willst aber genau wissen, dann kriegst du auch von mir alle Informationen. Die meisten werden aber sagen, komm, das ist kurz und bündig, das reicht für mich, das ist für mich in Ordnung. Und Zeit ist ja auch was Kostbares. Das heißt, wenn ihr heute über die Fragetechnik geht und den Menschen was anbietet, dann überprüft euch nochmal, wie einfach es aus eurer Sicht heute gelingt, Menschen damit im Endeffekt die Chance zu bieten, dass es Nutzen transportiert und dass es Vertrauen transportiert. Und wenn wir uns über die Dinge nochmal unterhalten, gerade wenn man Manager ist, und ich spreche jetzt gerade mal aus dem Herzen von vielen, man hat jetzt eine Entscheidung getroffen, man hat die Produkte genommen, man ist begeistert davon, man sagt, da starte ich durch, ich möchte ein Geschäft machen, man sieht andere Leute, wie erfolgreich sie sind, man hat es in seiner Upline, man sieht, da passieren Dinge, dann stellt man plötzlich fest, der eine oder andere fährt ein Auto, der eine war schon mal auf einer Reise, der andere hat schon etwas mehr auf seinem Scheck. Und man möchte relativ schnell in die Fußstapfen treten und möchte ganz schnell auch so sein eigenes Geschäft aufbauen. Und da gebe ich euch den Tipp, Step by Step. In dem Moment, wo ich einen Schritt nach dem anderen mache, komme ich ans Ziel. Wenn ich versuche, etwas zu überspringen, kann es auch sein, dass ich dabei stolpere. Das heißt, wenn ihr heute einfach eine Entscheidung trefft für euch und sagt, ich mache das mal ganz unkompliziert und einfach. Ich schnapp meine Warteliste, das ist so eine Grundvoraussetzung, dass ich mir überlege, mit welchen Menschen spreche ich denn? Welche Menschen kriegen von mir die Chance? Welche Menschen, die heute in meinem Umfeld sind, haben mit mir im Endeffekt verdient, diese tolle Geschäftsmöglichkeit oder auch den Nutzen der Produkte zu erfahren. Und dann ist meistens die Kunst am Anfang, über die Kontakte, die man kennt, die man hat, die man auch aufschreibt, einen Termin zu bekommen. So, die erste Feststellung aus meiner Sicht, und das könnt ihr mal prüfen, ihr werdet nicht reich über Kontakte, ihr werdet reich über Termine. Also ist das Ziel, Termine zu bekommen. Mit vielen Terminen habe ich aber auch einen Vorteil, ich übe. Übung macht den Meister, Übung vermittelt Sicherheit. Ich erlebe es immer wieder bei jungen Teampartnern, das meine jetzt nicht das Alter, sondern einfach junge Teampartner, die kurz dabei sind. Je mehr ihre Sicherheit wächst, desto erfolgreicher werden sie. Je weniger sie sich etwas trauen, desto schwieriger wird's. Und dann kriegt man 1 oder 2 Rückschläge und schon schwuppdiwupp geht man wieder zurück ins Kartenhaus und versteckt sich, weil man sagt, naja, vielleicht funktioniert's für andere, aber für mich nicht. Und es gibt eine Studie, die hat also nichts mit PM zu tun. Es gibt eine Studie im Network, dass wenn ein neuer Vertriebspartner 4 Neins kassiert hat, ohne im Endeffekt auch jemand hat, mit dem er sich austauschen kann, dass er meistens dann die Flinte ins Korn wirft und sagt, für mich ist das nichts. Das müsst ihr euch vorstellen. Also wenn der 4-mal eine Breitseite bekommt, wenn 4-mal das Ding nicht funktioniert, dann sagt er, das ist nichts für mich. Also wäre die Kunst zuerst mal herzugehen und zu sagen, ich möchte doch, wenn ich einen neuen Menschen bei mir im Team habe, wenn ich einen neuen Vertriebspartner, der möchte, der die Bereitschaft hat, dann möchte ich mit dem doch im Endeffekt den Erfolg produzieren und möchte ihn an die Hand nehmen. Und ich weiß auch, dass es Menschen gibt, die sagen, ich kriege das hin, ich mache das alleine, ich kann das schon, ich lass mich mal. Das ist meistens eine Form von Unsicherheit. Natürlich sollen Menschen was ausprobieren, natürlich sollen sie auch für sich was in Anspruch nehmen und jeder kann, keiner muss. Aber eins habe ich auch festgestellt, wenn man die ersten Termine gemeinsam macht, miteinander, ist es meistens eine gute Ausbildung, eine Sicherheit und gibt dieses berühmte Rückgrat. Wenn ich Menschen ganz allein laufen lasse,
Dann gibt es manchmal so individuelle Künstler, die das ganz gut hinbekommen, aber meistens kommt dann auch ein Einbruch, dann geht es einfach nicht weiter, weil dieses Talent allein in diesem Geschäft ist nicht ausreichend, sondern eine hohe Lernbereitschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Also wenn ich jetzt das eine festhalte und sage, ich brauche Begeisterung für mein Geschäft, das kann jeder von euch selber mal üben beziehungsweise ableiten. Wie begeistert seid ihr denn von den Produkten? Da glaube ich, gehen ganz viele Hände hoch und jeder sagt, Wahnsinn, wow. Wie begeistert seid ihr vom Geschäft? Da wird der eine oder andere sagen, ich hätte gern die Begeisterung, aber noch hat sich bei mir nicht so eingestellt. Und deswegen glaube ich, ist zuerst mal so die Grundeinstellung, wenn ich von was begeistert bin, wenn ich von etwas überzeugt bin, wenn ich von etwas im Endeffekt so stark auch mich angezogen fühle, dass ich sage, das dürfen andere erfahren, dann ist es das, was wir oftmals schon machen und tagtäglich. Und ich nehme mal so 2 Beispiele. Das erste Beispiel: Jeder von euch war schon mal in einem Restaurant. Ob das jetzt beim Chinesen war oder beim Italiener oder wo auch immer, keine Frage. Und da gab es jetzt beim Italiener eine richtig tolle Pizza. Und vielleicht gab es auch noch irgendwas nachher und es gab vielleicht noch eine Gäste oder was auch immer. Was macht man? Man erzählt darüber. Keiner von euch würde doch hergehen und sagen, ich lerne jetzt mal die Speisekarte auswendig und der Nächste, den ich treffe, dem erzähle ich die Speisekarte mit allen Inhaltsstoffen und sage, da musst du hingehen. Sondern man erzählt begeistert über das, was man erlebt hat, was im Endeffekt einem gut getan hat, was einem im Endeffekt auch dieses Gefühl Lebensqualität vermittelt hat. Und das ist, glaube ich, so die Kunst, wenn man am Anfang über die Dinge spricht und sagt, Mensch, ich habe so viel mehr Lebensqualität, mir geht's richtig gut, hätte ich mir das vor einem halben Jahr erzählt, ich hätte das niemals geglaubt. Und heute habe ich einfach diese Lebensqualität, weil ich mir die Chance gegeben habe, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, weil ich es ausprobiert habe. Und ich habe mir einfach zur Aufgabe gemacht, Menschen, die mir sympathisch sind, und da gehörst du mit dazu, die kriegen von mir die Chance, sich das anzuhören. Ob es nachher was für dich ist, entscheidest du selber. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, aber die Chance, dass du es überhaupt erfährst, die kann ich dir geben. Und das ist oftmals der Einstieg in ein Gespräch, dass ich Menschen auch diese Angst nehme, ich muss jetzt irgendwas tun. Also wenn ich in ein Gespräch einsteige bei jemand Neuem, dann sage ich von vornherein, du pass mal auf, keine Angst. Und wenn du selbst nachher feststellst für dich, das ist überhaupt nichts, bist um eine Erfahrung reicher und wir beide gehen als Freunde auseinander, ist überhaupt kein Thema, aber anhören solltest du auf jeden Fall. Das macht oftmals bei Menschen zuerst mal die Blockade vorne mit den Armen verschränkt und jetzt kommt einer und der will mir irgendwas verkaufen oder da ist man meistens mit der Aufmerksamkeit auch etwas abgelenkt. Wenn ich aber im Vorfeld die Angst nehme, wenn ich im Vorfeld den Menschen die Möglichkeit gebe und sage, du pass mal auf, schau das an, ich würde niemals sagen unverbindlich. Unverbindlich ist nichts, denn ich habe eine Absicht, dem im Endeffekt was Verbindliches auch gut zu tun und ihm auch die Chance zu geben. Deswegen würde ich dieses Wort unverbindlich nicht einbauen. Aber ich würde dieses Wort Chance, treff selber die Entscheidung, hol dir alle Informationen, sei im Endeffekt zuerst mal offen. Diese Message würde ich immer rüberbringen. Jetzt sind wir aber schon wieder bei dem Thema, ich bin ja fast schon im Termin. Und der eine oder andere von euch sagt, ich wäre ja froh, wenn ich auch wüsste, an wen ich denn rantreten kann. Wo könnte ich denn Kontakte machen? Mit welchen Menschen könnte ich mich denn unterhalten? Wer käme denn in Frage? Und da, glaube ich, wäre für eure Warteliste eine hilfreiche Anmerkung an der Warteliste, Namensliste oder Warteliste, egal wie ihr es nennen wollt. Schreibt euch mal auf, wen kenne ich, der aktiv oder passiv Sport betreibt. Da gibt's ganz viele. Da fällt einem jeder sofort irgendwo der ein oder andere ein. Wenn ihr niemanden kennt, dann stellt ihr euch morgens mal an so eine Joggingstrecke, da werdet ihr Menschen kennenlernen. Also die Möglichkeit besteht. Wer fällt mir denn ein in meinem Umfeld, der schon öfters, und ihr kennt es, vielleicht jetzt durch diese besondere Zeit etwas weniger, man ist nicht mehr so in den Büros, man ist vielleicht mehr im Homeoffice, aber man kennt trotzdem den einen oder anderen Menschen, der schon mal früh morgens ins Büro oder zur Arbeit kam und richtig müde war. Mir fallen so viele Menschen ein, auch die etwas mehr Hüftgold auf den Rippen haben. Auch denkt mal darüber nach. Und es geht nicht immer über ganz, ganz viele Kilos, sondern es geht manchmal auch über 2, 3, 4 Kilos, dass der eine oder andere sagt, oh, die würde ich gern losbekommen, wenn es da eine Möglichkeit gibt. Wie viele Menschen würden sich im Endeffekt wünschen, sie hätten eine bessere Konzentration, sie hätten eine bessere, ja, vielleicht auch Energiereserve. Ich denke da manchmal auch die Mamas, wenn also dann die Kinder im Endeffekt gerade in der jetzigen Zeit sehr viel
Energie rauben und man hätte dann die Möglichkeit, auch wirklich mal vielleicht Energie nachzutanken. Also auch da gibt es viele Möglichkeiten. Und da merkt er, wie man also mal auf seine Warteliste die verschiedenen Punkte, also wer fällt mir ein, wer macht aktiv Sport, wer möchte Hüftgold verlieren, wer braucht mehr Energie, wer möchte sich besser konzentrieren, wer steht auf jung, hübsch und sexy, wer hat schon mal in den Spiegel geschaut, wer möchte im Endeffekt oder hat Platz im Geldbeutel, auch das ist eine Möglichkeit, wer möchte sich irgendwas leisten, wie viele Leute sagen, ach, es wäre schön, wenn ich das, allein dieser Satz, ach, wäre schön, wenn, ist für mich gleich wieder ein Anhalt, wo ich sage, wenn es die Möglichkeit gibt, dieses ach, wäre schön in Realität umzuwandeln, wäre das interessant für dich? Und meistens kommt dann ja. Und ich sage, weißt du was, dann brauchen wir beide einen Termin. Jetzt geht es wieder um das Thema, wenn ihr Termine macht, dann geht es nicht darum, mit den Menschen 2 Stunden, wenn ihr Lust habt und die haben auch Lust, dann ist überhaupt keine Frage, dann könnt ihr das durchführen. Aber ansonsten geht es um eine kleine, kurze, einfache, unkomplizierte Präsentation, kurz und bündig, 10, 15 Minuten, das reicht. Also manchmal reichen auch 5 Minuten, jemand drüber aufzuklären und sagen, du, ich habe da was für mich kennengelernt, das ist sensationell, mir geht's deutlich besser, ich habe Lebensqualität, ich habe Energie, ich schlafe wie ein Murmeltier, habe 2 Kilo Hüftgold verloren und Menschen, die mir sympathisch sind, kriegen die gleiche Chance. Ist das was für dich, ja oder nein? Und wenn der dann sagt, ich weiß nicht, sage ich weiß nicht, es fängt nichts an, entweder ja oder nein. Dann sagt er, ja, eher nicht. Dann sage ich, was müsste denn passieren, dass du ja sagst? Dann höre ich genau zu. Also manchmal darf man es auch wirklich einfach machen. Der nächste Punkt ist, da müsst ihr euch vielleicht auch nochmal an die Sicherheit zurückerinnern. Wenn wir heute jemand die Chance geben auf unsere Produkte, hat er ein Risiko? Nein. Er hat die Möglichkeit, etwas für sich in Anspruch zu nehmen. Sollte es ihm wieder erwarten nicht gefallen, keine Resultate haben oder er sagt, das Ganze ist Humbug, dann hat er auch die Zufriedenheitsgarantie. Wisst ihr, eine Firma, die eine Zufriedenheitsgarantie ausspricht, macht es nur dann, wenn sie auch wirklich hinter den Produktkonzepten steht und auch das Gefühl hat, ich kann es mit gutem Gewissen vertreten. Ansonsten ist so eine Firma relativ schnell bankrott. Wir sind aber nicht bankrott, sondern bei uns im Endeffekt funktioniert das Geschäft, aber wir geben gern diese Zufriedenheitsgarantie aus einem Grund, das vermittelt Sicherheit. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Menschen treffen Entscheidungen aus Nutzen, aus Vertrauen und wenn es sich sicher für sich anfühlt. Jetzt habt ihr schon den nächsten Baustein. Also Sicherheit zu vermitteln ist ein wichtiger Punkt. Vertrauen geht von euch aus, wenn ihr ehrlich mit den Menschen umgeht. Und Nutzen, wenn er im Endeffekt die Chance auf eine Verbesserung. Nutzen ist immer die Chance auf etwas, was mir gut tut und was im Endeffekt eine Verbesserung ist. Und wenn ich jetzt also über die Dinge mich mit mir unterhalte und dann noch vielleicht über die Fragetechnik das eine oder andere raushöre, was für diese Person wichtig ist, dann seid ihr viel, viel weiter, als wie wenn er im Endeffekt so eine Präsentation runterleiert. Und der andere gegenüber hat das Gefühl, okay, das spricht ja mit jedem. Ich bin vielleicht nicht mal persönlich hier mit integriert, sondern im Endeffekt haut er das einmal, zweimal, dreimal, viermal am Tag raus. Das macht uns nicht unbedingt sympathisch und das macht auch nicht dieses Vertrauen. Und ich glaube, in unserem Geschäft, und da komme ich nachher dazu, brauchen wir am Anfang gar nicht so viele am Start haben, sondern wir brauchen die Leute, die wirklich den Sinn, den Nutzen und die Möglichkeiten erkannt haben. Und wenn man so am Anfang startet und das Gefühl hat, oh Gott, wie weit ist der International Marketing Manager entfernt? Wie weit sind 10.000 Punkte entfernt? Dann kann ich das gut nachvollziehen. Wenn ich aber weiß, ich trage das über viele Schultern, über viele Möglichkeiten, wo andere Leute mit dazu wirken, dann wird es wesentlich einfacher. Und wie viele Leute habe ich am Anfang erlebt, die happy waren und das dürfen auch stolz sein, waren dann Manager. Aber dieser Weg zum IMM, das war fast unvorstellbar. In dem Moment, wo ich aber im Endeffekt ein Ziel habe, kann ich auch einen Plan daraus entwickeln und sagen, ich möchte IMM werden, was brauche ich dazu? Wenn ich also schon mal die Erkenntnis habe, was notwendig ist und ich weiß, dass es viele Leute im Vorfeld auch hinbekommen haben, dann glaube ich nicht, dass man den Zweifel haben muss und fragt, geht es überhaupt, sondern nur noch die Frage, bin ich bereit, die Dinge zu tun, die notwendig sind? Das ist diese berühmte Lernbereitschaft. Und dann kommt wieder der nächste Punkt. Ich kann es kompliziert machen, aber dann habt ihr auch ein kompliziertes Team. Sorry, ihr zieht meistens das Gleiche an. Wenn ich ganz lange Präsentationen mache, wisst ihr, was mein Team macht? Auch ganz lange Präsentationen. Wenn ich nur einmal in der Woche aktiv werde, dann könnte fast die Uhr danach stellen, dass auch das Team nur einmal in der Woche aktiv wird. Also man hat eine gewisse Vorbildfunktion. Man darf natürlich auch bei uns Dinge ausprobieren und lernen.
Aber man darf auch dann vielleicht irgendwann mal die Erkenntnis haben, dass man das Rad nicht neu erfinden sollte, sondern dass man die Dinge, die sich bewährt haben, einsetzt. Und wenn man also sich unterhält über, was hat sich bewährt, was ist einfach, dann glaube ich, ist das Wichtigste, einfach den Schnabel aufzumachen und mit Menschen zu sprechen. Einfach mit Menschen zu sprechen, ein Lob in der Welt zu verteilen, erzeugt ein Lächeln und die Welt lacht zurück. Wenn ihr also die Chance habt, mit Menschen, egal ob das jetzt übers Telefon oder über Distanz oder wie auch immer, ich kann immer etwas Positives an Menschen erkennen und kann das weitergeben. Und komischerweise, in dem Moment, wo ihr eine Person lobt, das könnt ihr mal ausprobieren, hört ihr euch sehr aufmerksam zu. Also, ich mache es jetzt mal etwas mit Sarkasmus. Ich denke öfters, wenn so eine Grabesrede gehalten wird und man unterhält sich da eine halbe Stunde lang, was das für ein toller Mensch war, dann denke ich immer, warum habt ihr das ihm vorher nicht erzählt? Da wäre wahrscheinlich viel froher gewesen drüber und er hätte es viel besser aufgenommen. Also einfach mal zu denken, was ist das positiv an diesen Menschen? Was kann ich positiv an diesen Menschen auch widerspiegeln? Und in dem Moment habt ihr schon einen Öffnungsprozess. Ein Lob öffnet Menschen und Lob im Endeffekt erzeugt eine gewisse Bereitschaft. Und das wäre auch wieder so ein Einstieg. Also jetzt versuchen wir das Ganze wieder zusammenzufassen. Jetzt habt ihr verschiedene Inputs von mir bekommen. Wer fragt, der führt. Was gibt es für Fragen? Es gibt offene und geschlossene Fragen. Es gibt Alternativfragen. Aber egal welche ihr anwendet, eine Frage ist besser, als keine Frage zu stellen. Also fangt einfach mal an und stellt Fragen dem Gegenüber. Was wäre dir wichtig? Welche Dinge wären im Endeffekt notwendig, dass es für dich interessant sein könnte? Auf was legst du großen Wert? Das sind diese berühmten W-Fragen. Wenn ich jetzt einen Termin mache, dann kann ich auch eine Alternativtechnik einbauen und kann ich sagen, du, wie anpasst dir denn besser? Am Freitag oder am Montag? Weil wenn ihr feststellt, ich kann da weder mit Nein oder Ja antworten, sondern wenn ich eine Alternativfragetechnik einbaue, passt es dir besser am Freitag oder am Montag? Möchtest du nur als Kunde oder auch als Teampartner starten? Dann könnt ihr im Endeffekt über den Bereich relativ schnell auch wieder eine Information bekommen. Information ist ein ganz wichtiger Aspekt, das haben wir gerade festgestellt, weil daraus kann ich Nutzen ablenken. Das heißt, ableiten, wenn Menschen mir eine Information geben, und ich weiß, der legt Wert, dass er im sportlichen Bereich seine Leistung oder seine Reaktion, seine Regenerationsphase verbessert, dann ist es ja das gefundene Fressen. Dann würde ich mit dem jetzt nicht über Abnehmkonzept und Hüftgold sprechen, wenn für den Sport interessant ist. Und deswegen glaube ich, nicht der Köder muss dem Angler schmecken, sondern der Köder darf dem Fisch schmecken. Und wir haben tolle Köder, die vielen Fischen da draußen schmecken und die jeder für sich auch in Anspruch nehmen kann. Also wenn ihr heute nochmal überlegt, was sind denn die Vorteile, und ihr schreibt euch mal auf, was sind denn die Vorteile von den Fitline-Produkten? Habe ich da denn mehr als nur 2 Standardantworten? Natürlich kann ich sagen, du, die Produkte sind einzigartig. Ich kann sagen, die Produkte werden von Spitzensportlern genommen. Ich kann sagen, die Produkte werden nach GMP hergestellt. Es sind patentierte Produkte, made in Germany. Ganz viele Jahre der Entwicklungszeit sind in diese Produkte geflossen. Kann ich alles sagen. Das heißt, ihr merkt, ein Repertoire erweitert sich in dem Moment, wo ich mir mal Gedanken mache, was kann ich denn zu den Produkten sagen? Aber ich kann natürlich auch meinen eigenen Erfahrungsbericht einsetzen und kann diesen Erfahrungsbericht mit anderen Menschen teilen. Kommen wir zum nächsten. Wenn ein Erfahrungsbericht sitzt, und hier geht es nicht um irgendwelche schlimme Krankheiten und Vorgeschichten, weil stellt euch mal vor, ihr würdet euch mit mir oder mit irgendjemand unterhalten und mich würde diese Vorgeschichte, Krankheit gar nicht interessieren, weil ich sie nicht habe. Dann wäre im Endeffekt bei mir kein großes Interesse. Aber wenn es vielleicht Dinge sind, die allgemein für sehr viele Leute interessant sind, dann könnte es auch bei mir passen. Also wenn einer hergeht und hat seinen Erfahrungsbericht sehr knapp auf sich gemünzt, dann ist es wohl in Ordnung, aber meistens ist dann auch eingeschränkt. Wenn einer hergeht und sagt, ich überlege mir, was bei mir noch zusätzlich alles Positives war. Also gerade an euch Mädels, Haut, Haare, Nägel ist ein interessantes Thema, oder? Stellt euch mal selber die Frage, hat sich da was verbessert? Gibt es insgesamt ein Wohlbefinden, dass ich mir einfach wohler in meiner Haut fühle? Das ist ein interessanter Erfahrungsbericht. Mehr Energie ist sicherlich ein interessanter Erfahrungsbericht. Eine höhere Konzentration, Leistungsbereitschaft ist ein interessanter Erfahrungsbereich. Und deswegen aus meiner Sicht nochmal sich selber prüfen, wie sitzt denn mein Erfahrungsbericht, wie kann ich den gut einsetzen, sodass er interessant
spannend und Neugierde erweckt. Und wenn ich jetzt also mit einer Person einen Kontakt mache und ihn über ein Lob vielleicht auch öffne und ihm dann noch die Chance gebe, dass er mitbekommt, das, was ich mache, ist unkompliziert und einfach, habt ihr aus meiner Erfahrung mehr Termine. Mehr Termine heißt mehr Übung, mehr Termine heißt größeres Chancenpotenzial und irgendwann kommt dieser erste oder zweite oder dritte, der Ja sagt. Und auch das habe ich schon erlebt bei Teampartnern, die im Vorfeld sehr viele Termine gemacht haben und plötzlich sagt einer, ja, interessiert mich, würde ich auch gern mitmachen. Und dann sagt man, Hilfe, was mache ich jetzt mit dem? Und da glaube ich auch manchmal so dieser Ansatz, dass man sich überlegt, wie machen wir es denn gemeinsam, wie machen wir es denn einfach und wie machen wir es unkompliziert. Und wenn wir unser Geschäft nochmal anschauen, und in unserem Slogan steht ja einfach erfolgreich, dann glaube ich, darf man sich selber manchmal an die Nase greifen und sagen, okay, was passiert denn bei meinen Terminen und was passiert denn bei mir im Endeffekt an Informationen? Wenn ihr also zu oft hört in eurem Bereich, die Produkte sind relativ teuer, dann glaube ich, dass die Nutzenargumentation irgendwo hinkt. Wenn Menschen so oft sagen, vielleicht, ich muss mir das überlegen, dann kommt nicht dieser Wert rüber, dass jemand eine Entscheidung treffen kann, weil er sich da noch sehr unschlüssig ist. Manchmal darf man auch vielleicht eine Unterstützung liefern und sagen, weißt du was, im Endeffekt gibt es nur zwei Möglichkeiten auszuprobieren, ob es bei dir auch eine positive Wirkung hat. Gib dir die Chance. Vertrau mir. Auch dieses Wort Vertrauen mal in den Mund zu nehmen, ist ein wichtiger Aspekt. Und dann die eigene Geschichte erzählen und sagen, bei mir war es ähnlich. Also ich habe damals nicht dran geglaubt, dass die Produkte die Wirkung bei mir haben. Ich habe damals auch nicht geglaubt, dass für mich das Geschäft interessant ist. Aber ich habe mir die Chance gegeben, es wirklich objektiv mal anzuschauen, unvoreingenommen. Und plötzlich waren da Dinge da, wo ich erkannt habe, es macht mir Spaß, das ist ein wichtiger Punkt. Es fühlt sich einfach an. Ich habe nicht den Druck, dass ich irgendwas abliefern muss. Die Firma ist hier sehr fair. Die gibt nicht eine Vorgabe im Endeffekt, wo du sagst, du musst, sondern du kannst. Ich habe eine Chance bekommen und die habe ich für mich in Anspruch genommen. Und die Geschwindigkeit, die legt jeder bei uns selber fest. Und ich habe Menschen kennengelernt, die haben mich überholt, weil sie schneller waren. Und ich habe Menschen kennengelernt, die sind etwas hinter mir. Aber auch das ist in Ordnung, weil jeder es zu seinem eigenen Lebensumstand auch regeln kann. Auch das ist ein wichtiger Punkt im Vertrauen. Weil oftmals Menschen eine falsch vorgefertigte Meinung haben, denken, wenn sie in so einem Bereich wie bei uns anfangen, dann sind sie unter einem neuen Leistungsdruck. Und das will man nicht, Leute. Das will man unbedingt vermeiden. Das heißt, oftmals ist so, Menschen schützen sich selber vor Dingen, weil sie ihnen nicht bekannt sind. Weil viele Dinge für sie unbekannt sind. Und deswegen sagen sie lieber Nein, als dass sie sich eine Chance geben. Nein zu sagen, ist für viele Menschen viel einfacher, als Ja zu sagen und sagen, ich probiere es aus. Das liegt in der Natur des Menschen, dass er sich zuerst mal schützt und sagt lieber nicht. Ich verlasse nicht die Komfortzone. Und unsere Kunst ist manchmal, gerade wenn man als Manager startet oder schon eine höhere Position hat, Menschen die Chance zu geben, dass sie selber erkennen, das könnte für mich was sein, das könnte für mich eine Chance sein, das könnte für mich was Wertvolles sein. Ich gebe mir die Chance, weil ich zu der Person das Vertrauen habe und dementsprechend versuche ich es einfach mal. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu euch, jedem Einzelnen von euch. Vielleicht prüft ihr euch mal, welche Antriebsmotive bei euch vorherrschen. Es gibt so 9 bekannte Antriebsmotive. Ich gebe sie euch gerade nochmal. Vielleicht notiert es euch, weil es ist nicht nur wichtig, dass ihr eure eigenen Antriebsmotive kennt, sondern manchmal wäre es auch sehr sinnvoll, die Antriebsmotive von bestehenden Vertriebspartnern oder Kunden zu kennen, weil das ist oft hilfreich. Auch gerade in einem Moment, wo vielleicht manchmal auch so ein kleiner Durchhänger ist und ich spreche mit dem Vertriebspartner und ich sage, du, als wir damals zusammengekommen sind, hast du mir doch berichtet, dass das für dich wichtig ist. Also fangen wir mal an mit dem ersten und ihr dürft selber für euch entscheiden, ob das passt, ob das ein wichtiger Punkt ist. Es gibt Menschen, die fangen bei uns an, weil für sie Geld verdienen ein wichtiger Aspekt ist. Das ist dieses berühmte Geldmotiv. Ist legitim, ist in Ordnung und ist auch korrekt. Dann gibt es Menschen, die sagen, ich möchte gern für mich, für meine Gesundheit etwas in Anspruch zu nehmen. Das heißt, sie haben das Gesundheitsmotiv ganz vorne, weil ihnen das wichtig ist, dass es in ihrem gesundheitlichen Bereich vorwärts geht oder dass sie das stabilisieren durch Prävention. Dann gibt es im Endeffekt Menschen, die sagen, mir ist es viel, viel wichtiger, anderen Menschen die Chance zu geben, das ist das berühmte Sozialmotiv, also für andere da zu sein und dann dementsprechend auch
im Vordergrund zu haben, also das ist dieses berühmte auch Helfersyndrom, auch ein ganz wichtiges Antriebsmotiv. Dann gibt es Menschen, die sagen, für mich muss die Sicherheit dabei sein. Also ich mache nichts, was nicht sicher ist. Ich brauche im Endeffekt wirklich hier bestätigte Fakten, die geprüft sind. Also wir haben den TÜV im Haus, wir sind 27 Jahre, ich glaube, das ist sehr gut PM-kompatibel. Dann gibt es Menschen, wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch heute Abend hier auf dem Zoom-Call, der sagt, bei mir muss Abwechslung sein, Spannung sein, Neugierde ist das Motiv, das heißt, es ist das Neugiermotiv. Auch im Leben etwas zu erleben, also raus aus diesem Trott. Dann gibt es Menschen, oder es gibt Männlein und Weiblein, die nehmen das für sich in Anspruch, die sagen, ich hätte doch gern für mich mal Luxuslust. Und das kann jeder für sich anders definieren. Für den einen ist vielleicht ein tolles Buch oder für den anderen ist eine schöne Handtasche oder was auch immer. Also Luxuslust, sich außer der Reihe was zu gönnen und dafür auch die Bereitschaft zu haben, etwas mehr zu leisten. Dann gibt es Menschen, die sagen, mir ist ganz, ganz wichtig Lob und Anerkennung. Das, was ich leiste, soll auch von anderen wertgeschätzt werden. Ich möchte gern dafür die Anerkennung. Auch das wird bei PM hochgelebt, weil ich denke mal, wenn man eine Leistung erbringt und PM ist ein Unternehmen, was auch sehr stark Leistung belohnt, dann bekommt man die Auszeichnung, die Anerkennung dafür und weiß auch ganz genau, dass das nicht was Geheucheltes ist, sondern dass das wirklich etwas ist, was verbunden war mit der Leistung, die erbracht wurde. Und dann gibt es für viele Menschen noch ein Motiv, und ich glaube, da sitzen heute Abend ganz, ganz viele, die persönliche Selbstbestimmung, also frei, die Dinge zu entscheiden, zu handeln, nicht mehr Geld gegen Zeit zu tauschen, sondern im Endeffekt freie Entscheidungen zu treffen, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, an dem Ort, zu dem Zeitpunkt und auch so oft ich es möchte. Das ist diese freie, berühmte Selbstbestimmung. Jetzt haben wir verschiedene Antriebsmotive und jetzt könnt ihr mal für euch selber 1, 2, 3, man hat meistens nicht nur ein Antriebsmotiv, sondern man hat meistens 2, 3, die im Vordergrund. Und es kann natürlich auch einer heute Abend sagen, bei mir passt alle 9, einverstanden. Aber die Schwerpunktmotive, die solltet ihr kennen. Und jetzt nochmal die Frage an euch gestellt, wäre es auch interessant zu wissen, welche Antriebsmotive meine Vertriebspartner haben oder welche Antriebsmotive Menschen haben, die mir gegenüber sitzen. Und deswegen auch über die Fragetechnik. Also gerade bei neuen Leuten kann ich ja nicht hergehen und sagen, du, ich gebe dir jetzt mal 9 Antriebsmotive und du suchst dir die 3 wichtigsten raus, gibst mir das als Information und dann starten wir. Schön wär's, meistens geht's nicht so, sondern ich kann über wieder Fragen auch Leute im Endeffekt relativ schnell erkennen, was ihnen wichtig ist. Denn wenn ich die Frage stelle, was müsste denn bei einem Geschäft, jetzt hört das wieder in der Wiederholung, was müsste denn bei einem Geschäft dabei sein, dann werden doch viele Leute hergehen und sagen, also wenn ich mich da selbst entfalten könnte, das wäre toll. Wenn ich damit anderen Menschen helfen könnte, das wäre super. Wenn ich mir da was extra leisten könnte, das wäre prima. Also ihr merkt, man kriegt relativ schnell über andere Formulierungen kriegt man die Antriebe. Und wenn ich jetzt dann zu einem sage, du pass mal auf, du hast mir gerade gesagt, dir wäre es wichtig, anderen Menschen zu helfen, da wäre es genau bei uns richtig aufgehoben, weil wir machen im Endeffekt sehr viel für andere Menschen und vermitteln Menschen Lebensqualität. Herzlich willkommen. Ich glaube, das könnte gut zu dir passen. Ein anderer sagt zu mir, verdammt nochmal, ich würde gerne mal Geld verdienen, ich brauche einen Plan B, ich habe gerade eine schwierige finanzielle Situation. Dann sage ich, du, herzlich willkommen. Genau, das können wir bei dir anbieten und das ist etwas Seriöses und das kannst du also im Endeffekt für dich auch mehrmals prüfen, ob das richtig ist oder ob das jetzt etwas ist, wo Leute vielleicht dir nur was vorgaukeln. Bei uns ist Realität. Und da merkt er, wenn ich also über Antriebsmotive die Dinge anspreche, dann entsteht Nutzen. Und vorher habe ich gesagt, Vertrauen und Nutzen ist das, was im Endeffekt Menschen zu einer Entscheidung führt. Also je einfacher ihr es macht, je klarer ihr seid, je unkomplizierter ihr die Dinge übermittelt und je mehr ihr die Fragetechnik einsetzt, desto erfolgreicher werdet ihr in diesem Geschäft. Das sind meine Erfahrungen. Und wenn ihr jetzt hergeht und sagt, ja, kann man das üben, dann würde ich klar sagen, ja, kann man. Schreibt doch euch mal vielleicht 3 oder 4 oder 5 verschiedene Fragen auf, die ihr ins nächste Gespräch mit einsetzt, die ihr im Endeffekt einfach mal auch dem Gegenüber stellt. Wer fragt, der führt. Und wichtig ist auch in diesem Fall, es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Manchmal zuhören. Ich will mir das ganz dick einrahmen.
manchmal im Gespräch auch zuhören. Eine Frage stellen und den anderen mit einbeziehen und zuhören. Ich kenne oftmals Präsentationen, die laufen wie so ein Maschinenfeuer und es rattelt dann durch und im Endeffekt am Schluss hofft man, dass es eine Entscheidung gibt und dann sagt der andere, das muss man jetzt mal überlegen, das war so viel. Habt ihr schon mal mitbekommen? Meistens ist es dann, wo man dann vielleicht sagt, oh hoppla, hier wäre mal ganz gut, eine kleine Bremse einzubauen, 2, 3 Fragen zu stellen, die Person mit einzubeziehen ins Gespräch und mal gut zuhören. Also zuhören ist so ein wichtiger Aspekt. Der nächste Punkt, den ich euch gern geben würde, so als Einstieg jetzt für dieses Manager-Training, wäre, macht euch einen Plan. Ich weiß, im Leben, manchmal ist es schwierig, aber im Leben einen vernünftigen Plan zu haben, eine gewisse Strategie. Und jetzt erinnert euch vielleicht alle nochmal an den Bereich, wo wir in der Schule waren. Was haben wir gehabt? Wir haben einen Stundenplan gehabt. Kennt ihr das noch, das Wort? Stundenplan. Man wusste ganz genau, wann hat man eine Freistunde, wann kann man die Hausaufgaben früh morgens machen, weil man erst zur zweiten Stunde musste und. Also wir hatten sofort die Vorteile diesen Stundenplan, weil er uns in einer gewissen Form auch geregelt hat. Macht es nicht Sinn, mal herzugehen und sagen, ich schreibe mir mal meinen Stundenplan neu, wenn ich den ich sag mal jetzt auf die heutigen Verhältnisse einsetze, haben viele von euch ja natürlich einen Hauptjob und sagen, von dann und dann bin ich eingespannt im Hauptjob und dann mache ich etwas für meine Freizeit, ich gehe ins Fitnessstudio oder mache irgendetwas oder gehe in den Garten. Also kann jeder für sich selber entscheiden, aber wann mache ich denn etwas für meinen Plan B und für mein Geschäft? Und das würde ich mir mal eintragen, weil das ist oftmals hilfreich, dass man hergeht und sagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt im Endeffekt meinen Stundenplan, haut ihn euch an euren Kühlschrank oder wo auch immer hinpasst und schaut mal drauf. Wenn da drauf steht, zum Beispiel telefonische Terminierung, eine halbe Stunde oder eine Stunde, und ihr habt wirklich Interesse, euer Geschäft nach vorne zu bringen, dann nehmt euch selber die Zeit, es ist euer Business, es ist euer Geschäft und legt los. Das ist so zum Beispiel so ein Erfahrungswert, wenn Menschen sich da einen Plan machen und einfach mal für die nächsten 7 Tage anfangen und sagen, ich probiere das mal aus, schwuppdiwupp merkt man, man hat einen anderen Fokus, also man ist fokussierter. Ein weiterer Punkt in dem Zusammenhang, was ich euch gern an die Hand geben möchte, wäre, also mal weg vom Stundenplan, auch Dinge zu machen im Leben, wo ihr neue Leute kennenlernt. Das heißt, wo man den Horizont erweitert. Überlegt euch mal, vielleicht jetzt mit Corona eingeschränkt, aber überlegt euch mal, was euch außerhalb auch von PM wichtig ist. Was Dinge sind, die euch inspirieren. Der eine oder andere sagt, du, ich würde gern Zumba tanzen. Der andere würde sagen, ich lerne gern Spanisch. Der andere sagt, ich mache einen Crashkurs für arabische oder ägyptische Hieroglyphen. Keine Ahnung, was ihr wollt. Aber vielleicht etwas, was euch wirklich interessiert. Und komischerweise, das erweitert ganz schnell den Horizont und aber auch die Kontaktmöglichkeiten, weil man mit seinesgleichen zusammen ist. Und wenn ihr sagt, ich tue mich schwer mit Kontakten, dann bucht euch bei der Volkshochschule ein. Das sind Menschen, die haben dann für das, was dort angeboten wird, Interesse, weil sie freiwillig hinkommen. Und man kann ja im Endeffekt auch sein Demo-Bag mitnehmen, kann sich vor dem Kurs oder wenn man dann, ich sag mal, mit diesen Menschen zusammen ist, auch in aller Öffentlichkeit mal ein Eckti anrühren oder mal einen Zellschutz oder was auch immer, den Menschen zuprosten. Komischerweise, wenn man das 2, 3 Mal macht, gibt es meistens auch eine Reaktion, was nimmst denn du zu dir? Ja? Was ist denn das? Und wenn ich dann hergehe und sage, du, wenn ich dir das erzähle, also hättest du mir das für ein halbes Jahr gefragt, ob sowas gibt, da hätte ich gesagt, never ever. Und jetzt habe ich selber ausprobiert, das ist der absolute Hammer. Aber wenn es dich interessiert, lass uns mal einen Termin ausmachen, 10, 15 Minuten, ich erzähle das, vielleicht ist es auch was für dich. Wie finden wir es raus, ob es interessant sein könnte, dass ich dir einfach ehrlich die Informationen gebe. Also wie sieht's aus, machen wir einen Termin, 10, 15 Minuten, am Freitag habe ich Zeit, am Donnerstag habe ich Zeit. Und wenn das nicht klappen sollte, finden wir einen anderen Termin. Aber jetzt darfst du wählen, was für dich am besten ist. Und schwuppdiwupp bin ich vielleicht wieder um einen Termin reicher. Und jetzt kommt das Schöne. Diese Person, die euch gerade Interesse gezeigt hat, die vielleicht mit euch jetzt einen Termin macht, hat ja im Hintergrund auch wieder viele Menschen, die sie kennt. Die kennt ihr noch nicht, aber es ist ihr Kapital, es ist ihr Schatz. Jetzt könnt ihr hergehen und sagen, also im Hinterstübchen, ihr seid vielleicht auch Schatzsucher, weil letztendlich ihr trefft auf tolle Perlen da draußen. Vielleicht ist die erste Person, die ihr trefft, nicht unbedingt die Person, die bei euch einsteigt, die durchstartet, aber dahinter könnte die Person sein, die plötzlich mit euch Geschäft macht oder die der nächste tolle Teampartner wird und. Deswegen gebt euch die Chance, mit Menschen, die ihr kennenlernt,
und die vielleicht auch nicht mit dem Geschäft jetzt was zu tun haben wollen oder die euch beobachten, dass ihr zuerst mal auch sie betrachtet als Kontakt, auch als weitere Chancengeber und dementsprechend behandelt sie auch so. Und komischerweise, wenn ihr es einfach und unkompliziert macht, dann sind Leute bereit, euch auch andere Namen zu nennen. Wenn es kompliziert und ewig lang geht, dann sagen sie, das tue ich jemand anders nicht an. Also die Person kann ich jetzt nicht im Endeffekt mit 2,5 Stunden Vortrag mit gutem Gewissen weitervermitteln. Wenn der mich anruft, der sagt, hast du einen Knall? Warum gibst du meine Telefonnummer an den weiter? Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn es einfach und unkompliziert ist, dann geht es meistens ganz gut. Gut. So, das heißt also, ihr merkt nochmal, Kontakte sind wichtig, aber über Termine werdet ihr reich. Übung macht den Meister. Je mehr ihr macht, nehmt euch die nächsten 10 Termine vor und sagt, das sind nur Dummies, das sind nur Übungen. Wenn dann einer Ja sagt, sage ich, sorry, ich kann da nichts geben, das war jetzt nur gerade mal ein Feldversuch. Da werdet ihr aber euer blaues Wunder erleben, was da passiert. Weil ihr geht mit einer anderen Einstellung rein. Kennt ihr das? Wenn ihr dann im Endeffekt wirklich mal den Druck bei euch rausnimmt und hergeht und sagt, du, der Nächste, der jetzt im Endeffekt von mir einen Termin bekommt, bei dem mache ich es mal einfach und unkompliziert, dem erzähle ich genau das, was mir wichtig ist. Ich nehme mal jetzt, ich sage mal, meine Persönlichkeit in den Vordergrund, mein Vertrauen, mein Nutzen und meine Begeisterung. Und komischerweise ist das, was andere Leute dann ansteckt, weil sie sagen, der ist so ehrlich mit mir umgegangen, das war so authentisch, das kann ich mir gut vorstellen. Okay? Also, dementsprechend würde ich mal versuchen, mir den Druck selber rauszunehmen, denn mit Druck arbeitet keiner gut. Also ich habe auch keinen kennengelernt auf dieser Welt, der mit dem Anschiss besser arbeitet, als wie mit einem Lob. Also das könnt ihr auch eurem Chef oder wen auch immer eurem Umfeld habt mal kundtun, ist meistens eine hilfreiche Erkenntnis. Und wenn wir jetzt also uns unterhalten über den Stundenplan, was wir gerade gesagt haben, wenn wir uns unterhalten über die Einfachheit, wenn wir uns unterhalten über Fragetechnik, über Nutzenargumentation, über Vertrauen, dann wäre ja jetzt die Frage, was hindert uns an einem großen Geschäft? Und auch da gibt es so verschiedene Erkenntnisse. Wenn einer sagt, ich bin ja schon weiter, also jetzt hat er nur im Endeffekt mit Angehen beziehungsweise mit Gradmanagement gesprochen, sondern ich gebe euch auch mal einen Tipp, wie man in einer höheren Stufe ist, was ganz wichtig ist. Und ich habe so eine kleine Präsentation vorbereitet und die würde ich gerne mal mit euch durchgehen, dass ihr seht, was ist so die Aufgabe, wie wird man erfolgreich, was kann man tun. Deswegen schalte ich jetzt mal den Bildschirm für euch alle frei und schaue, dass wir das uns mal anschauen und dann durchgehen und der eine oder andere wird sich da vielleicht wiedersehen. Achtet schon mal da drauf. Moment. So, haben wir da unten. So, das müsst ihr da jetzt sehen. Gebt mir mal kurz ein Handzeichen, das seht ihr. Einen Moment, kommt gleich. Also ihr seht zumindest jetzt gerade PM, stimmt das? Okay, passt. So, dann schauen wir mal, was einfach und erfolgreich uns macht und dementsprechend, was sind so die einzelnen Stufen. Es gibt immer den berühmten Start, egal wo man was macht. Man startet mit etwas durch, dann liegt es im Tun, dann geht es natürlich weiter, um damit erfolgreich zu werden und was hat sich bewährt. Und jetzt braucht ihr im Endeffekt nichts anderes als eure erste Hand mit den 5 Fingern, die ihr jetzt gerade seht, um zu sehen, was machen wir am Start. Um erfolgreich bei uns, und das ist jetzt eigentlich die Hilfestellung, wie ich jemand anders erkläre, wie unser Geschäft funktioniert, denn dann brauche ich manchmal auch gar keinen Laptop oder irgendetwas, sondern kann sagen, du pass mal auf, ich kann da an 10 Fingern erzählen, wie unser Geschäft einfach und erfolgreich funktioniert. Wir nehmen mal gerade die erste Hand und fangen mit dem Daumen an. Es fängt im Leben immer mit einer Entscheidung an. Und egal was du machst, und wir treffen jeden Tag Entscheidungen, also ihr trefft eine Entscheidung. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann wäre es sinnvoll, in unserem Fall jetzt die Produkte regelmäßig nehmen, denn probieren geht über studieren. Wenn einer zu mir sagt, ja, hast du noch irgendwelche Studien, dann sage ich, du, da gibt es tausende von Studien, aber rausfindet es nur, wenn du es ausprobierst. Das ist die einzige Möglichkeit, ob bei dir eine Wirkung ist. Und dementsprechend haben wir auch das so gestaltet bei PM International, dass es für Menschen möglich ist, weil sie kein Risiko haben. Wir haben eine Zufriedenheitsgarantie. Wenn man also jetzt die Produkte regelmäßig nimmt und dementsprechend auch dann seinen Erfahrungsbericht, und hier steht üben, üben, üben,
versucht mal wirklich euren Erfahrungsbericht kurz und bündig mit Begeisterung. Am besten, ihr stellt euch vor den Spiegel, fangt an, euren Erfahrungsbericht, wenn der Spiegel anfängt zu lachen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Tanzt vor dem Spiegel, mir egal. Aber macht etwas, wo ihr selber das Feeling habt, es passt jetzt, der passt zu mir, das ist identisch zu mir, das ist also nichts Gespieltes, aber er bringt das rüber, was notwendig ist. Dann haben wir im Endeffekt Menschen, wie ich es vorher gesagt habe, die erfolgreich sind, die machen den Schnabel auf, sprechen und lassen auch die Produkte wirken. Auch heute über Zoom kann ich ein Produkt wirken lassen, weil wir haben ja auch im Endeffekt unsere Fitline-App. Ihr könnt ja jedem Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Also selbst wenn ich es jetzt nicht persönlich, sondern kann ich ja über die Fitline-App jemand zeigen, was vorher-nachher passiert, also demonstrieren die Resultate von den Produkten. Und dann sollte man, wenn man es ernst meint, sich auf das Optimalset fokussieren. Wir haben ja die automatische Belieferung des Optimalsets, also ABO heißt automatische Belieferung des Optimalsets. Und dann suche ich mir 5 Anwender, die dadurch einen Vorteil haben. Und ihr haltet die Stufe, seht ihr hier eingeblendet, noch in der Hand, den Manager. Also das ist im Endeffekt der Start, um ein Geschäft zu starten. Ich treffe eine Entscheidung, nehme die Produkte regelmäßig, gebe meinen Erfahrungsbericht, teile den mit anderen. Am Anfang nehme ich den Erfahrungsbericht von meinem Sponsor. Ich nehme den mit. Ich lasse den sprechen, weil der hat schon Erfahrungen. Und ich suche im Endeffekt dann Anwender auf der Basis des Optimalsets. Handcreme macht weniger Sinn am Anfang, sondern das Optimalset ist das, was letztendlich auch die Resultate auf Dauer darstellt und wo wir unser Geschäft damit aufgebaut haben. Und ich kann jedem erklären, wie man Manager wird, nämlich an 5 Fingern, wie man Manager wird. Einfach. So. Was tun wir, um weiterhin erfolgreich zu werden? Ganz einfach, wir nehmen jetzt die nächste Hand und versuchen die nächste Schlüsselposition, nämlich den International Marketing Manager. Das ist die zweite Schlüsselposition. Wie macht man das? Wir kontaktieren so oft wie möglich. Also wir machen dieses berühmte bla bla bla, sprechen mit Menschen, mit mehr Menschen, desto mehr Chancen verteilt ihr. Wenn ich also jetzt hergehe und ich terminiere, mündlich oder telefonisch, gerade in der heutigen Zeit, und ich nehme den Hörer in die Hand, dann erzähle ich nicht eine halbe Stunde, wie es dem Hund oder der Oma geht, sondern ich versuche relativ schnell auf den Punkt zu kommen, weil auch das wieder euch sympathisch macht, ihr kommt zum Punkt. Das heißt, wenn ich jemand anrufe, sagt, du, ich rufe dich an, weil, dieses Zauberwort, ich rufe dich an, weil, ist eine riesen Hilfestellung. Ich rufe dich an, weil, ich habe was Spannendes kennengelernt, mir wäre deine Meinung wichtig, ich möchte mich gerne mit dir zusammensetzen, schau dir das mal an, ob es was für dich ist, finden wir nur raus, wenn du es dir selber mal anschaust. Mir wäre aber wichtig, dass du auch deinen Senf dazu gibst. Und wir brauchen einen Termin, 10, 15 Minuten, wann treffen wir uns? Freitag habe ich Zeit, Montag habe ich Zeit, wann passt dir besser? Also dieses kurz und bündige. Ja, um was geht's? Sage ich, um einen Termin. Ja, kannst du mir schon im Vorfeld mehr dazu erzählen? Dann sage ich, du, bin lebendig, 1,89 Meter groß, komm selber bei dir vorbei und bring alles mit. Aber lass dich überraschen, ist wirklich interessant. Lass uns einen Termin ausmachen, die 10, 15 Minuten, die solltest du auf jeden Fall geben. Das ist im Endeffekt so diese Vorgehensweise, bleib mal fokussiert. Dann gibt es den nächsten Punkt, präsentieren. Das heißt, kurz, bündig, einfach. 10, 15 Minuten, kommt zum Punkt. Also den Einstieg in ein Gespräch kann ich auch relativ schnell lenken, wenn ich sage, super, dass du heute Zeit genommen hast, prima, dass es geklappt hat, also mit dem Lob steigt er ein. Und dann könnt ihr aber relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo ihr hin wollt. Nämlich, wenn ich dann sage, wäre es für dich in Ordnung, will wir gleich einsteigen, wäre es für dich in Ordnung, will wir gleich im Endeffekt die Sache miteinander besprechen, hättest du lieber die lange Version, hättest du lieber die kurze Version, dann könnt ihr also auch wieder die Fragetechnik einsetzen. Und wenn dann einer sagt, du, ich hätte gerne die kurze Version, sage ich, gut, dann haben wir schon was gemeinsam. Dann lass uns einfach jetzt beginnen. Ich stelle das jetzt einfach mal vor, so wie es für mich wirkt, so wie es für mich funktioniert. Und dann fängt man an, natürlich mit seinem Erfahrungsbericht. Wenn der sitzt, macht es Sinn. 60 bis 90 Sekunden, ist also keine lange Zeit. Ich komme dann im Endeffekt zu dem nächsten Thema, wo der Nutzen ist, wie einfach die Möglichkeit ist und stelle dann eine Abschlussfrage. Oftmals, Leute, ist es so, dass ihr super präsentiert, also keine Kritik, bitte nicht falsch verstehen, aber die Abschlussfrage, die wird auf Teufel komm raus, versucht zu verhindern, weil man Angst hat, die Hosen voll hat, die Abschlussfrage zu stellen. Aber was wäre das Schlimmste, dass der sagt, du, das ist eher nichts für mich. Und was käme dann als nächste Frage? Was müsste jetzt dabei sein? Welche Information fehlt da noch, dass es vielleicht doch was für dich ist?
und dann hört er einfach mal zu. Versteht ihr, was ich meine? Also habt keine Angst vor der Abschlussfrage. Irgendwann muss es so oder so kommen. Dann doch lieber relativ zügig, sodass ein Mensch dann auch entweder sagt ja oder nein, mit dem kann ich was anfangen, mit vielleicht fange ich nichts an. Oder wenn ihm noch was fehlt und er hat Einwände, dann mache ich eine ganz vernünftige Einwandbehandlung. Einwände übrigens sind nichts anderes als ein Verkaufssignal, als ein Interesse. Heißt, dieser Einwand wird getätigt, weil er noch nicht alle Informationen hat oder ihm noch nicht alles klar ist, was für ihn wichtig ist. So, wenn man also jetzt den nächsten Punkt angeht und sagt, Ausbildung, Wissen vermitteln, üben. Je mehr ihr übt mit euren Vertriebspartnern, desto einfacher wird's und desto unkomplizierter ist die ganze Geschichte, weil es vermittelt Sicherheit. Ausbildung vermittelt Sicherheit. Das heißt, üben. Und der nächste Punkt ist im Endeffekt loslassen und eigene Erfahrungen sammeln. Ihr könnt niemand zu Tode bemuttern. Das funktioniert nicht, sondern einfach mal loslassen und auch Erfahrungen sammeln lassen. Und dann über diese Erfahrungen sprechen. Und wenn das dann funktioniert oder wenn er sagt, du, da habe ich die Person verloren oder das war super gut, dann ist es alles in Ordnung und dann könnt ihr dementsprechend auch die ganze Geschichte weiter in die Richtung treiben, dass er sagt, okay, ich vermittle dir weiterhin Sicherheit, ich vermittle dir weiterhin Ausbildung, aber irgendwann dürft ihr auch loslassen, weil die Leute wollen ihr eigenes Geschäft starten. Okay? Und dann geht's wieder weiter. Was ist wichtig, um erfolgreich zu bleiben? Nehmen wir wieder die Hand. Jetzt geht's in die nächste Schlüsselposition, das ist der Präsident. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh Gott, das ist aber schon weit weg von dem, wo ich gerade stehe. Nee. Und zwar geht's einfach wieder darum, einfach zu bleiben. Kompliziert können andere. Das ist die große Kunst, es einfach zu machen. Der nächste Punkt ist, kontinuierlich ist besser als sporadisch. Wenn ihr euch einer Sache widmet, dann macht's kontinuierlich. Es fällt einem viel leichter, wenn man im Trott drin ist, als wenn man sich jedes Mal wieder neu besinnen muss, wie funktioniert es, wie geht es, raffe ich mich dazu auf, sondern lieber dranbleiben. Auch dieses berühmte, ihr habt es mitbekommen ja vom Carsten Ledole auf der Business Akademie, wo er gesagt hat, denkt ans Zähneputzen, morgens und abends ist eine Routine. Also wenn ihr 2 Kontakte macht und ihr macht das kontinuierlich, ist es besser, als wenn ich sage, na gut, dann mache ich am Freitag 5 Kontakte und man versucht es so sporadisch einzubauen. Also die Kontinuität ist in diesem Geschäft sehr hilfreich. Dann ohne vorgefasste Meinung, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn wir hergehen und denken, ja, für die Person ist das was, für die Person ist das nichts, die kann wahrscheinlich nur die Produkte nehmen, die kann sich das nicht leisten, der steht gut in seinem Job, der will das wahrscheinlich niemals machen, dann vergeben wir sehr viele Chancen im Vorfeld. Deswegen ohne vorgefasste Meinung wäre meine Empfehlung an euch, es einfach mal jemand anzubieten in der Form, wie ihr es macht, einfach begeistert, unkompliziert, Nutzen transportieren, Vertrauen aufbauen, eine Abschlussfrage stellen, Einwandbehandlung betreiben und dann schauen wir, was dann passiert. Meistens führt es schneller zum Erfolg, als wenn man von vornherein schon eine vorgefasste Meinung hat. So, dann nochmal dieses Wörtchen tun. So oft wie möglich, Leute. So oft wie möglich im Endeffekt die Sache umsetzen, tun, machen. Übung macht den Meister. So oft wie möglich, gibt Sicherheit, gibt auch eine gewisse Routine. Aber die Chance erhöht sich da ungemein nach oben, wenn ich so oft wie möglich, wenn ich im Endeffekt jede Gelegenheit für mich wahrnehme, für mein Geschäft, für die Möglichkeiten, die in meinem Umfeld machbar sind, dann tut's einfach, macht's einfach. Verschiebt's nicht auf einen anderen Tag, auf den nächsten Tag, auf eine nächste Woche oder wann auch immer hin, sondern fangt einfach damit an und mit viel Spaß und Freude durch die Welt gehen, weil auch da lächelt die Welt zurück. Wenn ihr sehr, sehr ernst seid, wenn ihr das zu stark verbissen macht, wenn ihr zu professionell auftreten wollt. Manche Menschen suchen wirklich nebenberuflich etwas, was auch mit Spaß einhergeht, wo sie Freude dran haben und nicht, wo im Endeffekt das Ganze wieder sich widerspiegelt wie im herkömmlichen Job, wo vielleicht Spaß und Freude manchmal fehlen. Also deswegen vergesst nicht auch, das Ganze auf eine lockere Art zu machen. Und was hat sich bewährt, um dann in die Champions League, das ist die letzte Schlüsselposition in unserem Bereich, das andere sind tolle Zwischenstufen, 5er-Basis aufbauen. Also ganz, ganz wichtig, Leute, macht nicht den Fehler und fangt mit der 3er-Basis an. Natürlich braucht man zum IMM nur 3 Manager und die 10.000 Punkte. Je früher ihr in die Breite geht, desto stabiler ist euer Geschäft, desto erfolgreicher ist euer Geschäft und desto mehr Geld werdet ihr auch verdienen.
Nützt die Aktionen, ob es jetzt im Endeffekt das Action Pack ist, ob es die 5er-Aktion ist, ob das BA Special ist und. Seid Vorbild für euch selber, aber auch in eurem Team. Und der kluge Kaufmann spart beim Einkauf. Macht aber niemals den Fehler und macht euch die Garage voll. Das ist der größte Humbug. Weil im Endeffekt, euer Team sieht es auch relativ schnell und denkt, okay, also die hat ja so viele Produkte zu Hause oder der hat so viele Produkte zu Hause, das will ich nicht. Das ist aber auch nicht unser Stil, versteht ihr? Sondern wenn ihr eine Aktion kauft, dann macht euch gleichzeitig schon Gedanken, wer ist der Nutznießer davon? Wie kann ich damit Geld verdienen? Wie kann ich damit jemand was Gutes tun? Und deswegen überlegt euch immer, wie kann ich das duplizieren? Und nutzt Veranstaltungen. Natürlich haben wir jetzt Einschränkungen, aber ich kann schon was verkünden. Ich hatte jetzt diese Woche schon die ersten Training im DSC. Nächste Woche geht meine Rundreise dann im Norden weiter. Natürlich halten wir auch die Corona-Abstände ein und versuchen dem gerecht zu werden und das kriegen wir auch hin. Aber ich glaube, ihr merkt es ja selber, es gibt ein paar Lockerungsmaßnahmen und dementsprechend wollen wir jetzt auch anfangen, wieder in den DSC etwas Leben einzuhauchen und dann können wir uns auch in kleinen Kreisen sehen. Und ihr habt ja auch mitbekommen, wir haben uns was für die nächste BA einfallen lassen. Da machen wir das berühmte Autokino im Technikmuseum in Speyer und übertragen das auch wieder über Zoom oder wie heute Abend jetzt gemeinsam. Also nutzt die Dinge für euch und versucht euch auch in den anderen Zooms mit zu integrieren. Es läuft ja fast jeden Tag 1, 2, 3 große Zoom hier in Deutschland. Da kann ich nur mal ein Kompliment an euch alle aussprechen, was da läuft und was da auf die Beine gestellt wird. Chapeau, habt ihr richtig gut gemacht. Und dann, ist so ein alter Spruch, zuerst mal das Geschäft lokal aufbauen, dann national, dann international. Also nicht gleich in die Ferne schweifen und hergehen und sagen, jetzt muss ich meine ersten Teampartner in Japan aufbauen oder wo auch immer. Das ist etwas schwieriger, weil so ein kleines Team lokal um einen rum macht unheimlich viel Spaß. Hilft eigentlich auch, ich sage mal, die Erfahrung schneller zu sammeln, die Schlagkraft zu erhöhen und dementsprechend auch so ein Team-Spirit einzuführen. Aber ihr werdet es nicht verhindern können. Wenn ihr anfangt lokal, wird automatisch national kommen. Wenn ihr national seid, wird auch internationales Geschäft kommen. Und das Schöne ist ja bei PM International, ihr könnt unser Geschäft bereits jetzt in über 40 Ländern auf dieser Erde betreiben. Da haben wir Niederlassungen und über 100 Länder dieser Erde gibt es die Produkte für Personal Use Only, also für den persönlichen Gebrauch. Auch da helfen wir ganz vielen Menschen mit mehr Lebensqualität. Und ja, Resultate sieht man bei uns, nämlich dann immer am 5. des Folgemonats im Teampartner-Room, denn am 15. da sieht man im Endeffekt, was auf dem Scheck steht. Das ist meistens das Ergebnis vom Vormonat und am 15. erhaltet er das. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, das vermittelt unheimlich viel Sicherheit. Ich glaube, es gibt keinen Teampartner, der jetzt hier heute Abend zuschaut und sagt, oh, ich habe Angst, dass am 15. nicht mein Scheck kommt. Weil das ist auch Sicherheit, Leute. Das, in anderen Firmen ist manchmal das eine Wackelposition. Und das vermittelt Sicherheit. Und wenn ich heute mit jemandem spreche und sage, ich bin jetzt ein Jahr bei der Firma, aber nicht ein einziges Mal habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mir Gedanken machen, ob am 15. mein Scheck kommt. Das ist auch Sicherheit. Versteht ihr, was ich meine? Also das sind so die Punkte. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Jetzt gehen wir nochmal in den Chat rein. So, jetzt sind wir wieder da drin. Vielleicht nochmal in der Zusammenfassung. Machen wir es einfach. Also, Erfolg produziert man dann, wenn man eine Entscheidung trifft. Da stimmt er mir sicherlich zu. Wenn ich es einfach mache, kann ich andere Leute damit begeistern, anstecken, beziehungsweise schneller hinterm Ofen hervorlocken, als wie wenn ich es kompliziert mache. Wenn ich Nutzen transportiert, macht es mehr Sinn als die fachliche Information. Und wenn ich heute hergehe und vielen Menschen die Chance gebe, dann ist meine Erfahrung, dass der eine oder andere dabei sein wird, der sich vielleicht überlegt und nicht gleich die Entscheidung trifft. Aber es gibt Menschen, die sagen, ja, ich möchte dabei sein und das ist euer Team. Und es fängt irgendwann an, wenn ihr selber bereit seid zu sagen, okay, ich starte durch, ich möchte das dementsprechend für mich in Anspruch nehmen. Ich sehe da drin Nutzen, ich habe meine Antriebsmotive fest im Blickfeld. Ich weiß auch, dass ich über Fragetechnik leichter zum Ziel komme, als wenn ich nur liefere. Und dementsprechend würde ich euch den Tipp geben, probiert es einfach mal aus. Das Schöne in unserem Geschäft ist, ich kann jeden Tag eine neue Entscheidung treffen und sagen, ab heute mache ich es einfacher, ab heute mache ich es unkomplizierter, ab heute mache ich es öfters. Also deswegen ist auch der Vorteil, man kann immer wieder so einen Neustart für sich selber in Anspruch nehmen und nicht hergehen und sagen, oh Gott, hätte ich das schon mal früher gewusst, dann hätte ich alles anders gemacht. Das sind Erfahrungswerte.
Leute, das ist alles in Ordnung, sondern wenn er sagt, okay, da war heute was dabei, das war für mich sinnvoll, das war für mich brauchbar, das versuche ich morgen umzusetzen, dann setzt ein, probiert es aus, wenn ihr damit erfolgreich seid, herzlichen Glückwunsch. Deswegen einfach auch manchmal sich die Chance zu geben, sich aus dem normalen Trott rauszulösen und mal das zu überdenken, was macht mich erfolgreich. Und dann gibt's das nächste, never change a winning system. Wenn was bei euch gut funktioniert, macht nicht den Blödsinn und ändert's. Dann lasst so. Das ist genau das Richtige. Aber wenn ihr nicht mit dem zufrieden seid, was euer Ergebnis ist, wenn ihr unzufrieden seid oder ungeduldig, dann seid ihr auch bereit, mal etwas zu verändern. Und jetzt würde ich mal, weil ich jetzt so einen gewissen Input gegeben habe, mir mal ganz kurz so im Chat ein paar Dinge anschauen, was euch noch wichtig ist, dass ich auch da etwas in die Richtung lenken kann. Ich habe gerade einen neuen Teampartner eingeschrieben. Der zweite folgt nach dem Call aus Luxemburg. Herzlichen Glückwunsch. Was ist, wenn der Arbeitgeber meiner Kundin nicht erlaubt, nebenbei zu arbeiten? Sie ist Apothekerin, dann soll sie es in ihrer Freizeit machen. Also ihr könnt nicht hergehen und erwarten, dass ein Arbeitgeber hergeht und sagt, du, pass auf, finde ich super, hast einen Zweitjob angenommen, das machst du jetzt mal während deiner Arbeitszeit. Ist verständlich. Aber es ist natürlich so, wenn sie ein hohes Interesse hat und sagt, ich möchte im Endeffekt für mich was aufbauen, dann wird sie auch die Zeit finden. Wer von euch war schon mal verliebt? Bitte Handzeichen hoch. Hände zeigen. Thomas, du auch? Thomas Vogel? Warst du auch mal verliebt? Jetzt ja. Okay. So. Habt ihr Zeit gefunden für eure neue Liebe? Definitiv ja. Stimmt es? Also wenn es im Endeffekt euch wichtig ist, dann findet ihr die Zeit. Deswegen, also da nicht verzweifeln und sagen, okay, mein Arbeitgeber lasst es zu. Ja, ist in Ordnung, legitim. Wäre jetzt auch die schlechte Rat zu sagen, geht jeder an seinen Arbeitgeber und sagt, du musst mir die Zeit geben. Das funktioniert nicht, sondern macht's dann, wenn es die Zeit erlaubt. Okay? Macht's kontinuierlich. Und ja, wäre mal schön. So, was haben wir denn sonst noch? Man muss immer einkaufen, um seinen Scheck zu bekommen. Da fragt einer, nee, stopp, das machen wir gleich. Und zwar, das ist ja auch so ein Thema. Man sagt, muss ich immer einkaufen, dass ich meine Schecksicherung habe? Ihr wisst, es gibt einen Gruppenumsatz. Es gibt auch im Endeffekt diese Möglichkeit, rein über den Gruppenumsatz meines Teams eine Schecksicherung hinzubekommen. Es gibt keine Verpflichtung, etwas zu tun. Es gibt im Endeffekt nur Regeln. Aber ich kann im Endeffekt Dinge machen. Aber wenn ich selber die Produkte nehme, Leute, und im Endeffekt ein Manager hat für meine Begriffe die Verantwortung für 600 Punkte für sein eigenes Abo und dass er 5 Leuten die Chance gibt, im Endeffekt auch die Lebensqualität zu erhalten. Das ist die Aufgabe eines Managers, okay? Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt, was geht's da noch? So. Nee, ihr wollt alle nur die Aufzeichnung, da muss ich euch leider etwas enttäuschen. Ich habe mir lange überlegt, und das machen wir auch in anderen Zoom-Calls zum Teil. Wir bieten Menschen die Möglichkeit heute hier, und ihr seht selber, wir haben jetzt 652 Teilnehmer, und wir können bis 1000 Leute hier aufschalten. Wer sich die Zeit nimmt, der ist heute Abend hier, und wer sie sich nicht nimmt, der hat im Endeffekt was Wichtigeres oder was anderes zu tun, ist nicht hier drauf. Und dadurch, dass es ja nicht die einzigste Geschichte ist, die wir anbieten im Manager-Training, sondern es wiederholt sich ja entweder im Zoom oder dann auch in den DSCs, glaube ich, ergibt sich daraus auch eine Dringlichkeit. Und wenn er sagt, ich will es ja nur für mich, ich will ja nur noch mal das Ganze nachlesen, weil der Pallas so schnell spricht und. Ja, ist einer meiner Eigenschaften. Zeit ist Geld und manchmal auch notwendig. Und ich möchte euch natürlich viel Input liefern. Und dadurch, dass wir es nicht interaktiv machen, sondern dass ich sehr mehr in diesem Monolog bin, versuche ich euch immer wieder auch die Wiederholung, so wie ihr jetzt von mir heute Abend schon öfters gehört habt, es fängt mit der Entscheidung an. Oder wenn ich sage, pass auf, bau die Nutzenargumentation auf. Oder schaut mal, was sind eure Antriebsmotive? In der Wiederholung ist auch manchmal so ein Rhythmus. Ihr kennt es von Marketingabteilungen, die sagen, wenn man es nicht 5 bis 7 Mal wiederholt, bleibt so oder so nichts hängen. Okay? Also auch wenn ihr mal mit euren Teampartner redet, so ein kleiner Tipp von mir, ich höre dann, ich habe das dem doch einmal erzählt, ich habe das dem doch einmal schon gesagt, der müsste das doch wissen. Heißt noch lange nicht, dass es weiß, sondern man hat es versucht. Also manchmal muss man ja auch dementsprechend die Wiederholung machen und es hilft uns ja auch in der Sicherheit und dass man es begreift. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, ich habe es öfters schon mal auch auf den Trainings erlebt, dass einer sagt, oh, jetzt habe ich es verstanden. Und danach kommt der Sponsor zu mir und sagt, ich habe ihm genau das Gleiche erzählt, aber irgendwie, bei mir hat er nicht zugehört oder bei mir kam es nicht an. Und das Gleiche wird bei mir genauso sein, dass einer sagt, ey,
Ich habe jetzt Bahnhof verstanden bei dem Palla, aber mein Sponsor, der hat es mir richtig gut erklärt, jetzt habe ich es verstanden. Also oftmals ist so, man kann es mal links, mal rechts rum versuchen und dann, glaube ich, funktioniert das ganz schön gut, dass man dann auch eine gewisse Routine, Sicherheit bekommt und das Ganze auch verinnerlicht. So, was habt ihr denn sonst noch? So. Nee, das sind jetzt alles nur Dankesrede, das könnt ihr am Schluss machen, sondern jetzt brauchen wir noch, wenn es noch ein paar Fragen gibt, dann könnt ihr die reinstellen. Dann mache ich nochmal mit einem anderen Thema weiter, weil mir wäre auch nochmal vielleicht so wichtig, das Verständnis aufzubauen, wie einfach und unkompliziert unser Geschäft ist. Ich gehe jetzt einfach mal in die Annahmetheorie. Das ist so dieses berühmte, ich setze jetzt einfach mal voraus. Der ein oder andere sagt, ich habe dieses Geschäft gestartet, aber ich tue mich unheimlich schwer. Ich treffe da draußen Menschen, die im Endeffekt zu meinen Freunden gezählt haben und stoße jetzt auf Ablehnung. Wie soll ich damit umgehen? Habt ihr das schon mal miterlebt? Dass Menschen sich plötzlich im Endeffekt von euch abwenden und sagen, in welcher Sekte bist denn du gelandet? Du willst doch nur was verkaufen. Haben sie jetzt mit dir eine Gehirnwäsche gemacht? Ich habe euch im Facebook beobachtet, die machen alle so ein lustiges Zeichen und. Also all diese Dinge, die kennen wir. Und da muss man manchmal miteinander umgehen und auch wissen, dass manche Menschen euch schützen wollen. Also gerade wenn sie zu diesen Menschen gehören, die ganz nah an euch dran sind, Mama, Papa, Bruder, Schwester, das sind Menschen, die versuchen im Endeffekt durch die Unwissenheit euch zu schützen, weil sie zu viel Negatives gehört haben und dementsprechend sind sie im Vorfeld zuerst mal abgeneigt, euch da objektiv eine Meinung kundzutun, sondern sie sagen, hör bloß auf, hast du irgendwas unterschrieben, was, ein Abo abgeschlossen, ihr kennt das alle. Und da, glaube ich, kann man manchmal ganz gut reagieren, dass man hergeht und sagt, du lieber Mama, Papa, Bruder, Schwester, ich habe mir das gut überlegt und es gehört zu meinem, vielleicht einer meiner Lebensziele, etwas für mich selber in Anspruch zu nehmen. Ich hätte einen Wunsch an euch. Wenn es für euch nichts ist, zerstört mir wenigstens nicht mein Ziel, was ich habe, sondern betrachtet es neutral oder betrachtet es so, dass es nicht im Endeffekt wie eine Bremse bei mir wirkt. Ihr müsst nicht nehmen, ihr müsst nicht mitmachen, aber ihr dürft auch im Endeffekt, wenn es euch wichtig ist, mir vielleicht den Rücken decken und sagen, gebt mir doch einfach mal die Chance. Und wenn es was ist und ich bin glücklich damit, dann war es doch für uns alle wertvoll. Das ist dieses nähere Umfeld. Dann gibt's Freunde, die im Endeffekt vielleicht etwas entfernter von euch sind, die genau das Gleiche machen und sagen, hey, hör doch auf mit dem Scheiß und, es bringt doch nichts. Und ich habe da schon mal jemanden kennengelernt, der hat das auch nicht hinbekommen, da verdienen doch nur die ganz oben. Also ihr kennt all diese Dinge. Und ich glaube, da ist manchmal auch so die Furcht, was wäre denn, wenn es wirklich funktioniert? Was wäre denn, wenn es wirklich bei euch durchschlägt? Was wäre denn wirklich, wenn ihr jetzt plötzlich ein Auto fahrt oder in Urlaub fahrt oder die Dinge plötzlich ein zweites Standbein, das für euch tragfähig ist? Dann müssten sie sich da müssten sie sich gefallen lassen, dass dann irgendwann mal die Frage kommt, und warum du nicht? Warum hast du dir nicht die Chance gegeben? Versteht ihr, wie ich das meine? Das sind manchmal so diese, und dann gibt's noch andere, ich würde sagen, das sind die keine Informationen haben, aber alles besser wissen. Die im Endeffekt nicht die Chance sich geben, wirklich objektiv mal was anzuhören, sondern die vorgefertigte Meinungen von anderen übernehmen und alles, was neu ist, kategorisch ablehnen. Und diese Menschen gibt's. Was ich aber in jeder Kategorie erlebt habe, bei Mama, Papa, bei engen Freunden oder auch bei weiter entfernten Menschen, dass wenn ihr es kontinuierlich macht und im Endeffekt euren Weg geht, dass die Anerkennung und auch das Lob und der Stolz und das, was ihr damit bewirkt, zurückkommt. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Also wir wussten schon immer, wenn der Thomas was macht, der macht es richtig, ja. Und vorher hat man ihn vielleicht, ich sag mal, in einem ganz anderen Licht gesehen. Deswegen, wenn es für euch wichtig ist, wenn es euer Weg ist, dann zieht's durch. Wenn es euch Spaß macht, dann zieht's durch. Wenn ihr Freude dabei habt, dann zieht's durch. Wenn ihr Resultate habt, dann teilt sie mit anderen Menschen. Lasst euch nicht beirren. Die meisten erfolgreichen Unternehmer sind immer gegen Widerstände angegangen. Also wenn etwas ganz einfach und unkompliziert wäre, dann würde man sicherlich
weniger Spaß dran habe. Wenn man es aber mit Aufwand und auch manchmal vielleicht mit Entbehrungen durchführt und dadurch erfolgreich wird, dann ist man umso mehr stolz, weil man nachweisen kann, ich habe es durchgehalten, ich habe es hinbekommen und im Endeffekt war mir es wichtig. Und das ist so ein kleiner Tipp von meiner Seite nochmal. Geht den Weg, der für euch richtig ist. Geht in der Geschwindigkeit, der für euch richtig ist. Macht so, wie ihr euch dabei wohlfühlt. Das ist das beste Rezept, was ich euch geben kann. Aber gebt anderen Menschen die Lebenschance und die Lebensqualität, wenn sie euch wichtig sind. Und wenn euch wichtig ist, dass euer Geschäft schneller wächst, dann macht das öfters. Und wenn euch wichtig ist, dass es, ich sag mal, nur so nebenher plätschert, dann macht das genauso, wie es zu euch passt. Das ist alles in Ordnung, ist alles legitim. Fühlt euch einfach verdammt wohl bei der Sache, was ihr macht. Die Produkte kennt ihr, darüber habt ihr Resultate. Ansonsten würde ihr heute Abend nicht hier sitzen. Und jetzt ist nur noch die Frage, treffe ich andere Menschen? Und da kann ich euch nur einen Tipp geben. Es gibt genügend Menschen da draußen, die warten auf diese Chance. Sie kennen sie nur noch nicht. Und unsere Aufgabe ist als Chancengeber, im Endeffekt da draußen einherzugehen. Und wenn mich einer fragt, seid ihr alles Verkäufer oder ich bin kein Verkäufer, ich sage, du, wir sind Chancengeber. Und das ist was ganz Ehrenwertes und es macht unheimlich viel Spaß. So, jetzt kommen aber noch einige Fragen, die hier reingekommen sind. Wartet mal ganz kurz. Glaube, meine Frage ist untergegangen. Bin neu in die Stadt gezogen, würde gern Kontakte machen. Wo und wo mache ich das am besten? Geh dahin, wo Menschen sind. Also mach deinen Schnabel auf, da wo im Endeffekt Menschen sind. Und da spreche ich mit Menschen. Ich werde aber nicht mit der Tür ins Haus fallen und gleich, ich sag mal, meine Fitline-Tasche nehme und den ersten anstupfe und sage, wir müssen jetzt Energie trinken. Ich glaube, das will keiner von uns. Das wäre auch nicht das, oder mit großen Armen durch die Stadt laufen. Kennt ihr das? Kaltakquise. Dieses berühmte Wort, der eine oder andere hat es schon bei mir beim Managertraining mitbekommen. Stellt euch mal Folgendes vor. Wir würden heute mit jemandem Neuem starten und sagen, du, lass uns in die Stadt gehen, wir machen Kontakte. Am besten noch das Wort nehmen, Kaltkontakte. Du nimmst die linken Straßenseiten, ich die rechten Straßenseite, wir nehmen die Arme auseinander und laufen jetzt auf jeden zu. Also ich meine, wenn ein hübsches Mädchen auf der anderen Seite hat, die kriegt vielleicht einen Kuss, aber bei mir rufen sie die Polizei. Also deswegen, das könnt ihr vergessen. Das will keiner. Und das Schlimmste ist, jeder, der uns beobachtet, sagt, bei denen machen wir nicht mit. Das ist nicht unser Stil. Versteht ihr, was ich meine? Sondern viel wichtiger wäre doch, dass ich diesen Smalltalk, dieses berühmte Smalltalk im Endeffekt mit Menschen durchführe, dass ich sage, wie geht's dir? Ich bin hier neu in der Stadt, kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Finde ich toll, schönes Gespräch gehabt, vielen Dank. Ach übrigens, gib mir mal gerade deine Telefonnummer, vielleicht habe ich nochmal Bedarf und dann kann ich ja irgendwann anrufen und sagen, du, das war so ein angenehmes, nettes Gespräch, jetzt habe ich was für mich entdeckt, habe ich gedacht, das könnte dich interessieren, lass uns mal einen Kontakt ausmachen, lass uns nochmal zusammensetzen, treffen wir uns nochmal und 10, 15 Minuten, die Zeit sollten wir uns nehmen und vielleicht ist ja was Interessantes. Also so einfach. Geht irgendwo hin, wo Menschen sind. Schnappt euch die Zeitung, wo was passiert. Also ich kann nur sagen, unser Geschäft, man nennt es People Business. Es wird funktionieren mit Menschen. Dann, wie lange sollte ich warten, um bei einem Interesse nachzufassen? Das ist unterschiedlich. Also auch da gebe ich euch einen Tipp. Man sitzt im Gespräch und präsentiert und jetzt sagt der Gegenüber eher nicht und man merkt schon, das geht in die Richtung, das wird heute nichts. Und jetzt könnt ihr natürlich denken und sagen, ach, du blöder Hund oder du blöde Kuh, wieder nichts verstanden, da habt ihr nichts gewonnen. Sondern ich könnte immer hergehen und sagen, okay, heute sind wir nicht zusammengekommen, aber wäre es in Ordnung, wenn wir vielleicht in einem halben Jahr nochmal Kontakt miteinander aufnehmen. Und das ist so mein Erfahrungswert, das sagen die meisten Menschen, ja, das können wir gerne nochmal machen. Und dann würde ich im Endeffekt mir das aufschreiben und dann würde ich vielleicht nach 4 Monaten, nach 5 Monaten anrufen und sage, es ist zwar noch nicht ein ganz halbes Jahr vorbei, aber wir haben ja damals ausgemacht. Und bei mir hat sich das noch viel besser entwickelt, als ich mir jemals vorstellen konnte. Wir sollten uns nochmal zusammensetzen und vielleicht habe ich bei dem letzten Gespräch nicht alles richtig rübergebracht, aber heute bin ich wesentlich fitter und dann schauen wir nochmal, dass wir hier zusammenkommen. Versteht ihr, was ich meine? Und wenn einer sagt, ich muss mir das nochmal überlegen, weil er noch keine Entscheidung getroffen hat, dann würde ich sagen, okay, welche Punkte sind zum Überlegen? Ich würde konkret nachfragen, was ist dir am wichtigsten, wenn du jetzt überlegst? Dann hörst du relativ schnell raus, ob da noch ein Argument ist, was fehlt, eine Einwandbehandlung, was fehlt, oder ob das im Endeffekt nur ist, Zeit zu gewinnen. Okay? Und wenn einer im Endeffekt Zeit gewinnen möchte, dann fehlt ihm letztendlich noch der Nutzen und auch das Vertrauen. Wenn einer tatsächlich das Argument hat und er erwidert es euch und sagt, also die Information fehlt mir noch und, dann könnt ihr sie ihm geben. Manchmal hilft es auch.
Und ich würde dann auch beim Menschen fragen, wenn er sagt, ich muss mir das nochmal überlegen, dass ich sage, okay, wie findest du raus, wie es funktioniert? Ausprobieren. Herzlichen Glückwunsch, so war es bei mir auch. Wie viel Zeit brauchst du noch, um im Endeffekt rauszufinden, ob du es rausfinden kannst, wenn du es nimmst? Und dann würde ich zuerst mal einen Punkt machen und sagen, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, Sportsfreund, wenn wir jetzt starten und du hast 30 Tage Zeit ohne Risiko, dann macht es doch am meisten Sinn, wirklich selber sich ein Bild zu machen. Und wenn es nichts ist, ich verbürge mich dafür, dann gibst du den ganzen Plunder zurück, dann war es ein Ausflug im Endeffekt, hast eine Erfahrung mehr. Aber wenn es was ist, freust du dich doch über jeden Tag früher, wo du Lebensqualität hast, wo du mehr Energie hast, wo du besser schlafen kannst. Also es macht doch Sinn, relativ schnell zu reagieren. Du kannst, keiner muss, aber das wäre meine Empfehlung, okay? So, wenn also die Dinge im Endeffekt am Anfang von euch klar rüberkommen und einfach und genauso wie unser Geschäft funktioniert, dann habt ihr es meistens einfacher. Jetzt, was habe ich hier noch paar? Also jetzt schreibt er gerade, muss ich mein Gewerbe anmelden oder nicht? Wir sind selbstständig, ja. Gewerbe kann ich anmelden, ich kann das auch rückwirkend anmelden. Ich würde zuerst mal mir der ganzen Sache eine Chance geben, wenn ich feststelle, gerade wenn ich ganz jung starte, dann prüfe ich, passt es zu mir, werde ich erfolgreich? Und wenn ja, melde ich mein Gewerbe an, weil dann habe ich Vorteile, dann kann ich auch meine Ausgabe absetzen, dann ist es eine ganz legitime Sache. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nichts für mich, dann war das im Endeffekt ein Ausflug, eine Erfahrung und Tag ist gut. Also wir sind keine Steuerberatung und im Endeffekt, die Dinge sollte da auch immer mit den Fachleuten klären. Es ist einfach und unkompliziert, wir können da Hilfestellung geben, aber wie gesagt, ich denke mal, wenn einer Entscheidungen trifft und sagt, ich will mein Geschäft nach vorne bringen und es gehört einfach dazu, die Dinge auch ordentlich zu machen, dann gibt es auch irgendwann mal den Zeitpunkt, dass er sagt, okay, jetzt melde ich mein Gewerbe an. Aber da wäre für mich heute Abend auf Manager-Training nicht der richtige Ansatz, jetzt über diese Fachfragen sich zu unterhalten, sondern das können wir mal anders bearbeiten, sondern mir geht es eher, dass er ins Starten kommt, dass er, ich sag mal, in den Erfolg kommt. So. Was darf ich euch noch in Bezug aufs Geschäft geben? Weil im Endeffekt ausdehnen brauchen wir es nicht. Ich habe jetzt noch eine kleine Geschichte für euch vorbereitet, aber ansonsten, was hat er? Jetzt habt ihr alle im Endeffekt eure Informationen, ab wie viel ihr wann anmeldet und. Ja, dann könnt ihr euch das vielleicht da nochmal nachher, was muss passieren, damit du den Absprung aus dem Hamsterrad schaffst? Ja, rausspringen, oder? Das wäre jetzt die normale Erklärung, einfach tun, einfach machen, einfach im Endeffekt, da ist wieder auch jemand, Ingrid, bei den 30 Tagen ohne Risiko, wenn es einer in der letzten Woche entscheidet, nicht zu nehmen, bekommt er dann sein Geld zurück. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz diese 30 Tage Zufriedenheitsgarantie. Im Wort Zufriedenheitsgarantie steckt schon mal zufrieden. Deswegen Kundenfollow-up ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Wir haben ja im Teampartner Room und im Download-Center auch das Kunden-Follow-up. Solltet euch alle mal runterladen, weil das sieht man am 1., 3., 7., 4., 15. Tag und, wie man mit Kunden auch vernünftig umgehen kann. Und ich würde immer dann, wenn ein Kunde seine Ware bekommt, seine Produkte bekommt, das Telefonhörer in die Hand nehmen und fragen, und wie schmecken dir die Produkte? Ich will wissen, hat er schon damit angefangen? Der zweite Punkt ist, Kundenfollow-up hat auch damit was zu tun, da können wir uns selber alle an die eigene Nase fassen. Wie oft ist uns schon passiert, gerade mit neuen Dingen, dass man etwas vergisst, weil es noch nicht die Routine hat. Also gerade wenn man sagt, okay, frühmorgens den Power-Cocktail, abends das Restaurant, eine Tüte aufreißen, ab ins Wasserglas mit Genuss und man ist ganz neu, dann hat man das noch nicht intus, dann fehlt es noch. Deswegen dieses Kundenfollow-up macht Sinn, auch mit Kunden darüber, auch mit Teampartnern zu sprechen. Und jetzt um die Frage der Zufriedenheitsgarantie. Also das Erste würde ich fragen, wie schmecken dir die Produkte? Wenn jetzt einer zu mir sagt, auch eigentlich ganz gut, das sagt, es ist, dafür haben wir eine Zufriedenheitsgarantie. Wir wollen auch, dass die Leute zufrieden sind. Also der Geschmack findet schon mal gut. Wenn jetzt einer sagt, ich spüre nichts und es ist nichts bei mir und ich will das nicht, dann gibt es bei uns eine klare Regel. Man kann die Produkte zurückgeben, auch wenn die Verpackung leer ist. Aber die Verpackung wollen wir. Also bleiben wir mal beim Optimalset. Ich will nicht die einzelne Tüte, aber ich will die Verpackung. Die muss zurückgegeben werden. Und wenn da keine Tüte mehr drin ist
Und das ist im Endeffekt innerhalb der 30 Tage, dann bekommt derjenige auch sein Geld zurück. Also es spielt keine Rolle, ob er es jetzt genommen hat oder nicht genommen hat, das entscheidet jeder selber. Es ist unser Interesse, dass wir als Vertriebspartner schauen, dass die Leute ihre Produkte nehmen. Aber die Zufriedenheitsgarantie, Leute, ganz ehrlich, das ist eine Sicherheitsgarantie. Im Endeffekt will ich damit jemand vermitteln, wie stark die Firma positioniert ist. Ich will doch jetzt nicht da draußen jeden suchen und sagen, du probier aus und gib's wieder zurück, probier aus und gib's wieder zurück. Das ist kein Geschäft. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Sondern das ist für die Leute einmal gedacht, die vielleicht sehr unsicher sind, aber auf der anderen Seite, auch wenn einer wirklich mal nicht will, dann hat er kein Risiko und das Thema erledigt. Nur dieses Modell ist kein Sparmodell, also das kann man nicht jeden Monat machen, sondern das machen wir einmal und dann ist das Thema durch. Okay? So, was haben wir denn sonst noch? Wie kann ich Leute anschreiben bei Facebook? Das ist auch eine Geschichte. Ich kann natürlich Social Media für mich einsetzen, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet jeden Morgen hingehen und eine Activise-Dose in die Hand nehmen und sagen, ich poste der ganzen Community zu. Dann wäre das irgendwann mal kalter Kaffee, das wäre durch. Ich glaube, Social Media ist etwas, wo ich Leute auf meinen Lifestyle, auf die Dinge, was ich mache, aufmerksam, aber ansonsten haben wir People-Business. Und über Frage und über Anerkennung, über Lob und ich sage, über Gemeinsamkeiten kann man im Facebook sehr viel hinbekommen, auch bei anderen Plattformen. Aber darüber, ich sage mal jetzt nur allein das Geschäft aufzubauen, so nach dem Motto, die Dose hochhalten und sagen, bitte Anfrage bei mir oder bestellen und. Meine Erfahrung, es ist sehr eingeschränkt, okay? Also People Business. Deswegen zuerst mal in eurem Umfeld. Schreibt eure Warteliste, schreibt eure Namensliste. Das ist das, was euch erfolgreich macht. Und das macht euer Team auch nach. So, also das sind diese Punkte. Wir gehen jetzt schon wieder, wir driften bei diesen Zufriedenheitsgarantie sehr stark in den fachlichen Bereich. Für mich wäre viel wichtiger im Managertraining den Bereich, wie kriege ich das Ganze auf die Reihe, wie kriege ich zufriedene Teampartner hin, wie kriege ich Leute, die im Endeffekt in meinem Team sich wohlfühlen, wie kriege ich relativ schnell meine Fünferbasis hin, wie kann ich die Duplikation erarbeiten, wie schaue ich, dass Leute in meinem Team erfolgreich werden, wie ziehe ich neue Manager nach, wie kriege ich darüber, weil ich Menschen erfolgreich mache, eine Win-Win-Situation, meine nächste Position. Wie schnell werde ich International Marketing Manager? Wie schnell kann ich mir ein Auto bestellen? Weil das auch wieder etwas ist, wo Leute erkennen, dass das Geschäft funktioniert. All diese Dinge, da müsst ihr euch selber mal vielleicht überlegen, wie kriegen wir das hin? Und da haben wir ja tolle lebende Beispiele, die auch überall in jedem Team vorhanden sind, dass es funktioniert. Also dementsprechend nochmal auf den Ausgangspunkt zurück. Macht so einfach wie möglich, macht es mit so viel Spaß wie möglich, macht so oft wie möglich, bleibt in der Form, wie ihr euch wohlfühlt, das ist authentisch, bleibt auch ehrlich bei den Aussagen, aber ansonsten gibt Menschen eine Chance und vielleicht überlegt euch nochmal, wenn ihr heute Abend ins Bett geht und ins Gute-Nacht-Gebet einsteigt, dass ihr wirklich Chancengeber seid für andere, dass daraus wirklich für manche Menschen mehr Lebensqualität entsteht. Und verdammt nochmal, das ist was ganz Wertvolles. Da könnt ihr stolz drauf sein. Da könnt ihr wirklich stolz drauf sein. Und jeder, der versucht, euch das auszureden, der, glaube ich, der hat es noch nicht verstanden, was es heißt, mit Menschen zu leben. Ja? Also deswegen, da können wir ganz viel. Und jetzt vielleicht nochmal eine Lanze für die Firma. Wisst ihr, wir sind 27 Jahre erfolgreich auf diesem Markt. Sorg hat damals klein angefangen, aber hatte diese Vision von Anfang an und hat unbeirrlich all der Schwierigkeiten und der Steine, die da im Weg lagen, das Geschäft, das Unternehmen permanent nach vorne getrieben. Kein Tag im Endeffekt, wo er nicht für dieses Unternehmen etwas getan hat. Und heute haben wir ein weltweit operierendes, erfolgreiches Geschäft, wo sehr viele Menschen auf uns gerade schauen, weil es bei uns wirklich auch in der schwierigen Zeit gut funktioniert. Und jetzt können wir natürlich nicht hergehen und sagen, wir sind die Besten und die anderen haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Aber wir können froh sein, dass es bei uns so gut läuft und dass wir so erfolgreich sind und dass wir so einen guten Zuspruch haben. Einmal über die Produkte, dann über die Weiterentwicklung der Produkte vom wissenschaftlichen Expertenteam, dann über die Patente, dann über das Commitment der vielen tollen Spitzensportler, die auch erkannt haben, wie unsere Produkte wirken bei ihnen, welche Vorteile sie dadurch haben, dann durch die Geradlinigkeit, der TÜV ist im Haus, wir haben viele Auszeichnungen bekommen, wir sind in jedem Land, wo unsere Produkte zugelassen wurden, weltweit durchleuchtet worden, in jedem Land mussten wir jede Hürde nochmal neu nehmen. Also ich denke mal, es gibt wenig Unternehmen, die so auf Herz und Nieren geprüft wurden. Und wir bieten Menschen eine Chance,
die ohne Risiko bei uns, Zeit ist das, was ihr mitbringt, aber am Anfang ohne Risiko ein Geschäft aufbauen können und daraus aus dem Plan B sogar einen Plan A machen können. Für viele Leute geht da mal eine Lebenserfüllung in wirklich, also der Traum der Lebenserfüllung in Realität um. Und wir haben es in der Hand. Und jetzt frage ich nochmal an euch direkt, wirklich direkt, lohnt sich nicht herzugehen und zu sagen, ich bin Chancengeber für andere und gebe denen auch diese Möglichkeit, einfach und unkompliziert. Und wir haben alle eine Win-Win-Situation. Über die Produkte haben wir ja auch noch einen Obolus drin, weil man das ja auch an Menschen, denen es nicht so gut geht, gerade in sozialen Bereichen über World Vision, wo die Wikisorg sehr stark tätig ist, wo die dann davon partizipieren bei 2300 Patenschaften. Und die Patenschaften gehen ja dann, bis die Kinder eine richtige Ausbildung haben. Da werden ganze Regionen damit gestützt. Also all diese Dinge gehen einher. Und jeden Tag, wenn ich mit jemandem drüber spreche, das ist so meine Einstellung, tue ich was Gutes, gebe ich anderen Menschen eine Chance und es ist ein Vielfaches davon. Und wenn ich das alles für mich jetzt zuerst mal so aufnehme und sage, okay, und jetzt daraus einen Schlachtplan zu machen, daraus im Endeffekt eine Erfolgsstory zu machen, daraus etwas zu machen, wo ich selber partizipiere, das ist doch gar nicht so verkehrt. Deswegen Schnabel auf, raus, mit Menschen sprechen, alle Chancen, alle Register ziehen und dementsprechend auch vielleicht diesen Stolz in sich zu tragen und zu sagen, ich bin froh und dankbar der Person, die mir das gezeigt hat, die mir die Chance gegeben hat. Aber jetzt habe ich auch die Verpflichtung, anderen Menschen dieses kundzutun und mit denen mich darüber zu unterhalten. Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt unserer Arbeit. Und ich habe euch noch was mitgebracht. Ich habe es ja auch versprochen. Noch ein Teil, das mache ich jetzt gerade auch nochmal und schalte es kurz frei. So, dann muss man das. Da muss ich kurz Escape machen. Ja, kriege ich das. Der falsche. Das unten mal wegmachen. Das war's. So. Jetzt mal zurück. Und jetzt machen wir das noch frei. Und schauen uns das an. So, die erste Frage. Was passiert bei euch in den nächsten 72 Stunden? Die Frage darf sich jeder selber stellen. Was passiert bei mir in den nächsten 72 Stunden? Für wie viele Menschen werde ich Chancengeber? Mit wie vielen Menschen spreche ich? Für wie viele Menschen biete ich etwas an, das ihre Lebensqualität verbessern kann? Dann seht ihr hier nochmal zusammengefasst. Also zuerst mal die Produkte nutzen, wenn jemand neu da ist, registrieren. Dann die Position Manager, das ist die Schlüsselposition, die erste Schlüsselposition. Setzt eure Namensliste ein, erkennt dieses automatische Beliefung des Optimalset als Konzept an, macht eine tägliche Arbeitsmethode draus. Verkaufen macht Spaß, mit Menschen ein Team aufzubauen macht Spaß und dupliziert euch. Je mehr Menschen ihr in eurem Vertriebsgeschäft habt und je mehr Menschen es einfach und erfolgreich umsetzen, desto schneller wird auch die ganze Geschichte wachsen. Und hier steht noch der Club 500, den haben wir nicht mehr, aber wir haben Action Pack, wir haben die 5er-Basis, also wir haben all diese Dinge, die man braucht, um auch in der Duplikation schnell erfolgreich zu werden. Und dann heißt dieses berühmte Wort durchstarten. Einfach Chancen verteilen, Chancengeber zu sein. Sucht keine Abkürzung, die gibt's nicht, sondern unser Geschäft ist geradlinig, ist einfach. Und das macht euch unheimlich erfolgreich. Also das wären so die Punkte. Und da seht ihr nochmal den Unterschied, dass auch wenn einer oder andere von euch sagt, ich komme vielleicht vom Direktvertrieb aus dem klassischen Bereich oder ich handle mit Ware, dann sieht man, am Anfang wird man im Handel, wenn man selber allein verantwortlich ist, etwas mehr Geld verdienen. Definitiv. Und im Bereich eines Geschäftsaufbaus wird man am Anfang mehr Zeit investieren. Aber wenn im Endeffekt in dem Bereich des Geschäftsaufbaus die Duplikation einsetzt, dann habt ihr ein Vielfaches an Möglichkeiten, als wenn ihr selber jeden Tag, jeden Monat neu startet und das Einkommen aus Handel bezieht. Das heißt, nichts gegen diese Herren und Damen, die vielleicht Staubsauger verkaufen, aber die fangen jedes Mal neu an. Und ein Staubsauger, den du verkauft hast, der wird nicht jeden nächsten Monat wieder gekauft, sondern dann wartest du die nächsten 10 Jahre. Bis wieder vielleicht Bedarf ist. Dann kannst du noch ein Zusatzgerät verkaufen. Das heißt, da geht's immer von Neuem. Hier haben wir aber irgendwann auch dieses passive Einkommen, das sich durch die Duplikation ergibt.
Und Leute, das macht unser Geschäft so interessant. Und jeder, der das mal verstanden hat und weiß, wie einfach es ist, wenn ich mit Menschen spreche, die dazu dienen, im Endeffekt sich selber Lebensqualität zu verschaffen, aber damit auch den Geschäftsaufbau nach vorne zu befördern und auch nach vorne zu bringen, der hat verstanden, wie genial Network Marketing ist. Und bei uns, und ich sage es wirklich nochmal, das ist mir ganz wichtig, ich möchte nicht, dass sich einer die Garage voll macht, ich möchte nicht, dass einer irgendwelche Pakete kauft, und dann im Endeffekt schlechte Albträume hat, sondern ich möchte, dass ihr einfach und erfolgreich dieses Geschäft weitergebt, weil dann ist duplikationsfähig. Und wenn es einem nicht Spaß macht, dann sucht euch was anderes, ist auch nicht schlimm. Es sollte immer zu euch passen, mit der Geschwindigkeit, mit dem Zeitansatz und mit dem, was für euch wichtig ist. Und wenn Familie wichtig ist und er sagt, ich mache das nebenberuflich liebend gern und macht auch nicht den Blödsinn und sagt, oh, das ist so toll und ich schmeiße jetzt alles im Endeffekt, was ich bisher als Sicherheit gehabt habe, über Bord. Das wollen wir auch nicht, sondern macht's nebenberuflich. Ich kenne sehr viele Teams, die den Präsidenten auch nebenberuflich aufgebaut haben. Sicherlich ist mehr Aufwand, ist auch eine Disziplin, aber es ist machbar. Und wenn es dann tragfähig ist, und wir sagen immer, wenn du aus dem Einkommensbereich, das du bei PM erzielst, das 1,5-fache hast von dem, was du heute hast in deinem Hauptjob, dann kannst du dich mit dem Gedanken anfreunden langsam und sagen, jetzt wird es vielleicht interessant, auch mal darüber nachzudenken. Das ist so unser Ratschlag. Deswegen also am Anfang nebenberuflich, so wie es zu euch passt, wenn es Spaß macht, wenn ihr die richtigen Leute im Team habt, wenn ihr damit weiterkommt und im Endeffekt kann man hier nicht verlieren. Auch die Geschichte möchte ich euch geben, wenn einer hier kontinuierlich dran bleibt, wird er erfolgreich. Ihr könnt es nicht verhindern. Wenn aber einer den Schnabel nicht aufmacht, zu Hause sitzen bleibt, dann ist es im Endeffekt nicht das Geschäft, wovon andere Leute, ich sag mal, anerkannt werden, weil dann kennt's keiner. Deswegen, Ausgangsposition nochmal, wir sind Chancengeber, wir machen unseren Schnabel auf, wir machen es einfach, wir machen es unkompliziert und dann startet er einfach durch. So, das war so meine Anmerkung. Jetzt schauen wir mal einmal in den Chat rein. Und so, was haben wir denn sonst noch? Okay. Biete einmal, zweimal im Monat Online-Manager-Training. Ja, wir haben es jetzt diesen Monat schon das 3. Mal. Diesmal habe ich ja auch das angekündigt auf der Business Akademie. Wir haben es nochmal über den Verteiler, über die Hotline rausgeschickt. Also das nächste wird jetzt, dadurch, dass die Rundreise ansteht, erst wieder im Juni stattfinden. Aber ihr werdet die Information wieder bekommen. Und wenn ihr dann sagt, okay, das war für euch hilfreich, nützlich, dann versuchen wir mal das nächste Mal noch ein paar andere Punkte mit einzubauen. Man kann es immer links oder rechts rum natürlich auch erklären. Und vielleicht können wir auch das nächste Mal noch 2, 3 Leute aus den eigenen Reihen mit dazuschalten. Dann ist nicht nur von meiner Seite, sondern können wir es noch mehr auflockern. Und ich würde mich freuen, wenn das eine oder andere dabei war, wo er sagt, okay, war vielleicht Wiederholung oder war was ganz Neues oder das war im Endeffekt etwas, was ich jetzt einsetzen kann. Jetzt sehe ich, dass der eine oder andere sein Handy zückt und sagt, jetzt machen wir noch von diesem Bildschirmbild ein Bild. Wenn er alle im Endeffekt das Fitline-Zeichen macht oder nochmal uns zuwinkt, dann glaube ich, können wir so langsam zum Ende kommen. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich sage Dankeschön, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr auch im Endeffekt so tolle Resultate gerade erzielt im Vertrieb, dass ihr auch in der schwierigen Zeit die Dinge so super umsetzt. Und wie gesagt, die Rundreise von mir startet und den einen oder anderen werde ich jetzt auch wieder live sehen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Und wenn die Zeiten sich wieder verbessern, und davon gehe ich schwer davon aus, werden wir auch größere Dinge wieder hinbekommen. Also, in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt zu Hause, arbeitet online, sprecht mit Menschen, es ist alles möglich. Und ich sage vielen, vielen Dank und noch einen guten Monatsabschluss jetzt im Monat Mai. Action-Pack-Monat ist ja, läuft hervorragend. Wie gesagt, an alle Leader, die heute mit drauf waren, danke für euren Einsatz. Auch ihr seid ein ganz wichtiger Bestandteil bei PM. Und jeder, der ganz neu ist, Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen. Es ist einfacher, als ihr denkt. Fangt einfach an. Im Tun liegt's. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Morgen ein Feiertag. Vielleicht geht der eine oder andere auch diesen Vatertag noch etwas genießen. Wie gesagt, habt einfach Spaß im Leben und macht das Beste draus. Vielen Dank und wir sehen uns. Und in dem Sinne, guten Abend. Tschüss.